Hat noch wer Bock, ist die Frage. Offensichtlich. Also der Moment, wenn du eigentlich gerade Szene switchen möchtest und für ungefähr 30 Sekunden so ein unfassbarer Lachflash hast, das Timing einfach so brutal passt. Weil das Timing einfach so brutal passt hat, das Timing zur Zeit. Also GG schon mal an die. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Die eigentliche Frage, warum? Ja, weil kompletter Dummschiss halt einfach. Ich hab ihn, glaube ich, schon mal gesagt, dass mir im Krankenhaus, wie in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war und daheim gewesen bin, mir der eine oder andere Schwachsinn eingefallen ist. Ja, und das ist wieder einer davon. Ja, das macht man vielleicht so in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen, dass der eine oder andere Sound Alert sich da dazu gesellt. Ja? War keine Absicht. Ja, das war mir schon klar, dass das keine Absicht nicht war. Aber jetzt hat's mir, weißt du, ich schreibe so, habt ihr Bock, ist die Frage, und dann triggerst du das. Also das war jetzt, ich glaube, das Clip ist sogar. Mal schauen. Muss ich mal schauen. Das hat Potenzial. Ich brauche dringend Aufmunterung. Das werden wir hinbringen. Mrs. Wifey, das werden wir, also hoffe ich mal, hinbringen. Und damit muss ich leiser machen. Das ist einmal das Erste. Leute, wie geht's euch? Erst einmal Servus an alle, die schon da sind. Sowieso klar. Der Sei hat mich heute schon wieder komplett. Der ist keine 2 Minuten da und bringt mich schon aus dem Konzept. Ja, das ist zauberhaft. Das ist ja zauberhaft, habe ich mal gehört. Kaffee oder Suppen? Kaffeesuppen, idealerweise. So, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, der Tag heute war unfassbar lang für mich. Ja? Ich habe heute in der Früh um 10 nach 5 Uhr kurz Playstation eingeschaltet, damit um auszuchecken, ob da noch ein Update kommt nach Release. War aber tatsächlich nicht so, dass ich, wenn ich quasi in der Frühschicht bin, das in Ruhe runterladen kann. War aber tatsächlich nicht der Fall. Das heißt, wir können straight starten. Ich war ganz kurz im Spiel und habe die ganzen Grafik und was da schon Einstellungen gemacht. Aber sonst habe ich nichts gesehen von dem Spiel. Ich habe mich noch absolut von keiner Quelle oder von keinem Streamer oder sonst irgendeiner On-Demand-Plattform zu diesem Spiel spoilern lassen. Ja, die einen oder anderen größeren Herrschaften in dem Business da, die haben da eine Presseversion, die haben es gestern schon spielen können. Ja, da habe ich mich gehütet. Ja, ich weiß fucking gar nichts. Bis auf das bisschen, was in die Trailer ein wenig zum Sehen war. Aber selbst das ist schon sehr, sehr verschwommen. Was da alles vorgestellt worden ist. Ja? Also in diesem Sinne, es ist komplett blind für mich. Ja? Also wir haben ja das letzte Mal so ein Spiel gespielt, wo wir auch alle blind waren. Ja? War massiv. Ja? Ich tippe jetzt einfach mal drauf, dass God of War nicht annähernd so an diese Massivität ranreichen kann, wie wir es emotional bei Blocktail mitgemacht haben. Das ist aber auch nicht God of War. God of War lebt von Gewalt und Brutalität und voll aufs Maul. Ja, das ist halt das krasse Gegenteil. Aber ich bin absolut positiver Dinge, dass dieses Spiel absolut grandios sein wird. Ja, weil einfach God of War, das hat noch nie enttäuscht. Noch nie. Das ist eins von wenigen Genres, wo ich sagen kann, die liefern. Ja, Souls-Spiele haben das eine, God of War ist das andere.
Warte, habe die Ehre. Servus, grüß dich. Wie geht's dir? Jetzt mal serious sei im Diensten von Bazi. Wer spoilert, wird Bond. Genauso nämlich. Ausnahmslos. Egal, ob du neuer Zuschauer bist, langmonatiger Abonnent, VIP oder sonst irgendetwas. Wer spoilert, der fliegt. Und zwar instant und ohne Vorwarnung. Also wenn es ein ernster Spoiler ist natürlich. Ja? Wenn es so ein Gaudi-Ding ist, ja, so von wegen, ja, in God of War stirbt der Ned Stark, ja. Aber, ne? Lieber jetzt die Warnung und auch nochmal im Laufe des Streams werde ich auch nochmal die Warnung aussprechen. Holt ein bisschen mit Spoilern bedeckt, weil da bin ich rügelos und sehr, sehr eigen, was das angeht. Ja, wenn ich irgendwo Hilfe brauche oder wo nicht weiterkomme, dann sage ich das. Aber warum verzeihe ich das eigentlich? Das hat sich anständig, abgesehen davon. Aber der Vollständigkeit halber sage ich das dazu, nicht dass hinterher das Germer zu groß ist. Spoiler auf dem Bild sind der Kratos und der Boy. Ja, richtig, richtig. Wie soll man das spoilern? Ist das nicht eben erst rausgekommen? Mr. Wade, es ist seit 0 Uhr von gestern auf heute spielbar und einige größere Streamer bzw. bekanntere Namen oder diesejenigen Leute, die wo das Glück haben, eine Partnerschaft zu haben, die haben das schon einen Tag vorher spielen dürfen. Ja? Es kann ja sein, dass da unter uns oder vielleicht neue Zuschauer haben, die wo es zum Beispiel gestern beim Elotrick schon angeschaut haben, der wo keine Ahnung wie viele Stunden schon in dem Spiel hat und der dann da rüberkommt zu mir, was unwahrscheinlich ist, aber ne? Und sagt dann, hey du, so nämlich. Aber gut, das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Wie gesagt, wir haben ja alle flauschig anständig, ja, und da hat es bisher nie Probleme gegeben. Ja, das ist zauberhaft, muss man auch sagen, an der Stelle. Wie gesagt, ich sage es ja nur der Vollständigkeit halber, nicht, dass hinterher ist. Germer zu groß ist. Ja. So, Stream wird heute, denke ich mal, also bis 8 Uhr auf jeden Fall. Ob ich überziehe, weiß ich noch nicht. Ja? Das weiß ich noch nicht. Ja? Aber um 20 Uhr können wir uns halt richten. Wir werden jetzt 3 Stunden auf alle Fälle in dem Spiel verbringen. Und ich hab Bock drauf und ihr hoffentlich auch. Ja? Ich warte, also dieses Spiel ist das von mir am allermeist erwartet, also auf das Spiel habe ich am allermehreren hingeführt. Seit der Ankündigung oder eigentlich seit dem letzten God of War wollte ich wissen, wie es da einfach weitergeht. Und dieses Spiel ist das Game für mich 2022. Ja. Fichtele, einen wunderschönen guten Abend. Massive Spoiler, Kratos hat Muckis. Ohne Tätowierung. Der ist quasi automatisch schon mit Bs. Muckis und Tätowierung, du. Kappa an der Stelle. Ich sag schon, jetzt, sechs ist halt gewusst, ja noch irgendwas vergessen mit den scheiß Autofokus von meiner Kamera ausschreiben, weil du krieg Black. Haben wir gleich. Du, das haben wir gleich, da wir gar nicht lang umeinander. So, Leute, wie schaut's aus? Haben wir Bock? Price habe ich hab's noch geschafft. Ja, 6 da. Na, 6 da, dann willkommen. Kratos ist quasi ich. Das kommt drauf an, ob du Muckis hast und tätowiert bist. Das weiß ich nicht. Ja, das kann ich nicht beurteilen. Wenn ohne Glatzen. Wichtig ist die Glatzen. Und ein langer Bart hast, ja, den lassen wir sein. Der Cherry ist aber. Der Cherry, das sagst du schon fast über den Cherry, habe ich dir. Grüß euch. Ja und ja und ja. Okay. Bazi macht den ersten Boss ohne Sterben, dann rasiere ich mich. Ihr habt es offentlich gehört, okay? Ihr habt es alle gehört. Ja, ich sag's nochmal, wenn ich den ersten Boss schaffe, ohne zu sterben, rasiert sie der Wade. Da haben wir heute, habe ich heute erst mit der Frau Weifi, habe ich sie darauf hingewiesen, dass alles, was du vor Gericht aussagst, vor allem on-stream gegen dich verwendet wird. Und ihr müsstet mir eigentlich so weit kennen, dass ich eng für voll nehme, wenn sie solche Aussagen trifft. Jetzt liegt es halt dann an dir, ob du dann die Wettschulden, aber ne, top die Wette gilt, wenn ich den ersten Boss schaffe, ohne zum Sterben, bist du eine Rasur fällig, mit Videobeweis. Ja gut, machen wir Fotobeweis. Fotobeweis gelangt. Ja, Jassi, grüß dich Gott, hoffe euch geht's gut, bin im Lurk dabei. Dann sage ich schon mal danke für den Lurk und uns geht's bisher zauberhaft, ja, weil das da, und ich hoffe, dir geht's soweit auch schon ein wenig besser. Ja, ich hoffe es inständig und viel Spaß im Lurk, abgesehen davon. So, Leute, wir fangen jetzt an. Was halten wir denn? Ich kann es nicht mehr warten. Ich friss meinen Controller gleich auf, wenn ich jetzt nicht gleich zum Springen komme. Bisher warten war lang nur. Jetzt fangen wir das Zocken an. Auf das freue ich mich schon das ganze Jahr. Ja, aber auf alle Fälle. Wird schon, danke, okay. Sehr gut, Fichteli hat das geklippt. Warte, du kannst nicht mehr aus. Das ist mir wurscht. Und wenn's dann Abszess in die Nosenleger hast. Mit Nosen kenne ich mich aus. You know what I mean.
So. Dann macht der mal Start jetzt da. Auf alle Fälle. Bild wo? Bild wo? Moment. So, Bild. Sehr gut. Oh, Freunde. Es wird grafisch, musikalisch und was das wie es ist, eine unfassbar intensive Reise werden. Ich hab's so ganz kriminell im Urin. Allein bei dem Intro läuft mir schon Gänsehaut. Jetzt müsste die fast eine Umfrage bzw. ein Announcement machen, Wadenbeißer rasiert sich, wenn Bazi den ersten Boss Deathless schafft. Braucht schon gar nicht mehr. Das hat ja jeder mitgekriegt. Den Clip tust du bitte schon noch ins Discord rein, damit es wirklich ja jeder sagt. Ja? Und dann kriegen wir das schon. Ah, Freunde, ich hab so Bock. Ich hab so fucking Bock auf das Spiel. Ihr müsst mir dann bitte schon kurz Rückmeldung geben, wie wir vom Sound her ausschauen. Ja? Neues Spiel, ich weiß nicht, wie man richten soll, durch das, dass ich noch nicht im Spiel war, kann ich es nicht einstellen. Da sagt mir bitte schon erst Bescheid, wie es ausschaut. So, was haben wir jetzt da? God of War Zusammenfassung, Freunde. Die Zeit nehmen wir uns, das schauen wir uns nochmal in aller Ruhe an. Wir lassen uns die Story nochmal Revue passieren, dass ja jeder auf Stand kommt. Ja, wir haben zwar God of War vor ein paar Wochen erst gespielt, aber trotzdem, das nehmen wir jetzt noch mit und dann schauen wir uns das eigentliche Spiel an. Okay? Also, aufgemerkt. Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen, auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Die Götter dieser Welten sind Außenseitern nicht wohlgesonnen, glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Warnen, ja. Aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Nein, mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Und Mutter, da, sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Loki? Das klären wir ein andermal. So viel dazu. Ja? Und genau da geht es jetzt weiter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, das Spiel, also Ragnarök spielt, glaube ich, 3 Jahre nach dem letzten God of War. Ungefähr. Weiß jetzt nicht mehr genau. Aber das werden sie uns erklären. Hast du bei mir im Discord einen Shoutout gekriegt? Vielen lieben Dank. Können wir an Mr. Wadenbeißer einmal Shoutouten, wenn wir es nicht schon da haben. Ich weiß, ich hab's nicht mitgekriegt. Soll er dann den Bohr in der Plastiktüten verpackt schicken oder so? Nein, den kannst du, weiß ich nicht, den spendst. Aber ich kann ihn nicht brauchen. Mir gelangt's nur, dass die Wette einlöst, wenn es soweit ist. Genau. Schaut mal beim Wadenbeißer vorbei. Ja, der ist ungefähr genauso geschubst drauf wie der Sei, mindestens. Naja, es geht in die Richtung. So, Freunde, und ihr zählt. Ausgeglichenes Erlebnis, das passt. Der Aschebeutel.
Hunger? Wohin jetzt? Heim. Der Sturm wird stärker. Ich mach sie fertig. So nehmen wir das Viech jetzt dann quasi mit. Jetzt haben wir keine 5 Minuten im Spiel und ich bin jetzt schon von der musikalischen Untermalung begeistert. Das ist so typisch God of War. Dampfe habe der Junge, der Atreus ist in der Pubertät. Ja, richtig, die spielt 3 Jahre nach God of War. Also, nach dem letzten. Oder so, ungefähr. Soll ich? Bereit. Das Verhältnis ist aber deutlich besser, als wir halt im vorhergegangenen Teil, logischerweise, ja. Haben da einiges mitgemacht, die zwei. Grafisch bisher Fimbulwinter überleben. Der Pfad. Achso, der Pfad Fimbulwinter überlegen hat begonnen. Okay. Hoffentlich konnte Fenrir schlafen. Vielleicht isst er ja etwas, wenn wir heimkommen. Er ist sehr krank, Atreus. Ich weiß, aber gestern ging es ihm etwas besser. Kurzzeitig. Wenn er nur weiter isst, ich gebe ihn nicht auf. Es schaut schon verdammt gut aus. Wie ist denn der Sound, Freunde der Sonne? Ah, da schreit schon wieder etwas ganz kreislich. Ist sie das? Sie ist es. Oh oh. Das Ist es kein nicht Glück gleich. weit. Sei bereit. Ja, die ist immer noch zintig. Weil wir ihren Burmhopsnummer haben. So leicht würde sie nicht aufgeben, oder? Sie gibt nie auf. Wo laufen die Wolfi? Achso, Da ist sie! Vater! Sieh los! sag ja, das eskaliert gleich wieder. Typisch God of War. Wir müssen von ihr weg! Ich versuch's ja. Da oben! Was hat sie? Ist ja kalt im Winter, brauchen wir Holz vor da hinten. Mahascha! Sie kommt wieder her! Ich will nicht mit dir kämpfen. Verliere den Halt! Vater! Ich hab dich. Hä, wir sind ja jetzt mitgerutscht. Halt dich fest. Das Schutzsymbol ist nah. Oh nein! Wir waren ganz schön hartnäckig, die Frau. Freya, wir sind nicht deine... Wie jetzt?
Ah, schieß halt! Wir sind durch Symbol. Geschafft. Gehen wir nach Hause. Speck. Das ist eine gute Idee. Wagner. Los. Okay, man, die Wuffe ist mit uns mit, ja, das ist zauberhaft. Tut mir Na, leid, hol's mal. ich wollte nicht schießen. Das war Blöd. Ich hoffe immer, sie lässt uns in Ruhe. Du hast sie gerettet. Ich habe ihren Sohn getötet. Nach so etwas findet niemand Ruhe. Ja. Aber das war wieder typisch God of War. Aldous Tod hat wohl tatsächlich Fimbulwinter ausgelöst. Seit dem Tag schneit es ständig. Glaubst du, es wird je wieder besser? Irgendwann. Aber das Schlimmste steht uns noch bevor. Wir müssen stark sein. Jetzt bin ich gespannt, ob der Ober nur in dem gleichen Haus wohnt wie im vorhergegangenen Teil. Kann man mir eigentlich nicht vorstellen. Und vor allem Chaosklingen scheint er abgelegt zu haben. Ich Also, mach schon. dabei einmal. Ja, typisch God of War war es mir nur zwäng brutal. Das kommt noch. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass wir jetzt die nächsten 2 oder 3 Minuten irgendeinen so einen Vollidioten zusammenpimmeln auf irgendeine Art und Weise, die wohl ziemlich grausam ist. Ich meine jetzt von der Action, ja. Du kommst in God of War, dauert 1 Minute und dann eskaliert's. Ja, das ist in jedem God of War bisher immer noch so gewesen. Ich nehme den Hirn. Leg los. Da kann der Chefin ja nicht jetzt schon die Dev einzeln abreißen. True. Oh, jetzt darf ich selber spielen. Nice. So, was haben wir jetzt? Da gibt's da Loot, das ist immer die wichtigste Frage. So, jetzt muss ich mal schauen. Okay, Hacke. Okay, ist eigentlich 1:1 die gleiche Steuerung wie im Vorgänger. Wie packen wir den Wumms wieder weg? Ist wurscht. Sprinten tut man so, okay. Oh, die haben eine eigene Behausung. Jetzt blaust nicht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schaut sie auf den ersten Eindruck schon mal sehr, 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 sehr zauberhaft an. Ja? Für die Frage ist wahrscheinlich die Lichter noch. Ja? Dann gehen wir mir erstmal nicht die Lichter nach, sondern gehen wir mal der Rune nach. Gibt's da irgendetwas, ist die Frage. Also du kommst mich gar nicht ein, oder was? Schade. Ja gut, dann doch die Lichter noch hin. Ich höre ihn nicht. Er begrüßt uns immer. Atreus. Fenrir, alles in Ordnung? Hä? Was bitte? Der Fenrir? Moment einmal. Das ist doch eine Gottheit, oder nicht? Also der Wolf. Das ist doch... Wie war das? Der Fenrir frisst einen Mond? Da gibt's doch 2. Also soweit weiß ich es auch noch von der nordischen Mythologie her. Und wir wohnen tatsächlich noch in dem gleichen Haus wie im ersten Teil. Das hätte ich nicht gedacht. Ist schon gut. Oh, er ist krank. Alles gut. Ich weiß. Hast mir auch gefehlt. Wo ist dein Futter? Noch Hunger? Na komm schon. Du musst fressen. Friss. Was? Zu groß? Oh, wenn er Vieh nicht frisst. Na bitte. Ganz brav.
Oh. Atreus, es ist bald soweit. Du musst dich bereit machen. Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Ist das euer Ernst? Er ist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Schnell und stark. Aber jetzt ruh dich aus. Hörst du? Ich komme zurecht. Okay, es schaut aus, wie wenn er noch leben darf. Du kannst jetzt loslassen. Du musst loslassen. Oder auch nicht. Sopna. Oh, Frau. Besu. Sopna. Ethan. Sopna. Sopna. Toll, das fängt ja ganz super an. Komm. Wir trainieren. Was? Nein. Es ist mitten in der Nacht. Die Nacht hält unsere Feinde nicht auf. Warum? Wozu? Immerzu trainieren wir nur. Immer. Es reicht nicht. Wollen wir uns ewig verstecken? Wir verstecken uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt tun. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein. Rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist. Ich erlaube dir nicht, Götter zum Kampf zu fordern. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Hör zu. Lässt du mich mit Fendi allein, bevor ich ihn begrabe? Ich verstehe nur, das muss man jetzt dann einer erklären, der wo sich auskennt. Der Dampfi zum Beispiel, der ist in der nordischen Mythologie ein wenig fitter drauf, wie die meisten von uns wahrscheinlich. Der Price, meine, kann es auch wissen. Also, dieses mürrische Gesicht würde ich überall erkennen. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Der Wolf ist tot. Oh nein, nicht Fenrir. Ja, vielleicht erklärt uns er. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut.
Er will ihn begraben. Verdammt. Na schön, Bruder. Gute Nacht. What? Der Kratos schläft? Odin habe die Ehre. Okay, Premiere in God of War, ich hab Kratos noch nie pennen sehen. Das zählt nicht, Dampfe. Okay, offensichtlicher Traum. Kommst du mit mir? Oh, ist das die Mama? Die Freya quasi. So, jetzt habe ich mal schnell eine Frage. Der Fenrir, ja, der sagt mir schon was. Aber ist das nicht eigentlich eine Gottheit? Also ich glaube zumindest, dass der Fenrir ein Gott ist. Ist das nicht irgendwie so, dass die zwei Wölfe für Tag und Nacht stehen? Also zumindest ist mir irgendwie sowas ein wenig im Gedächtnis. Fenrir ist ein Kind vom Loki. Ei, Halbgott, okay, alles klar. Bist du bereit? Weiß ich nicht, für was? Wenn du jetzt da Matratzensport machst, wurscht. Gehen wir einfach. Kannst du eine Spur ein wenig lauter machen? Sollte möglich sein. Das sollte möglich sein. Genauso wie die Midgard-Schlange. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob dem. Ich glaube, die hat dem ersten Teil das vom Odin, vom Thor angegriffen worden. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob dem im Vorgängerteil gestorben ist. Persönlich auf deinen Schultern. Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Warte, Moment einmal. Sonnenschein. Okay, gibt's gar nicht. Frisch erlegt. Aber er musste nicht leiden. Soll ich deine Grünzer verstehen? Sag mir, was du denkst. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf. Ja, Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. deine Worte sind fehlgeleitet. Oh, lernen wir vielleicht jetzt erkennen, wie die zum Fenrir gekommen haben. Langsam. Ist schon gut, Kleiner. Wir wollen helfen. Nicht wahr? Nein, nein, nicht! Na los. Der kranke Wolf von jenseits des Symbols. Er hat einen Weg hineingefunden. Wie ich gesagt habe. Wir hätten handeln sollen. Es ging uns nichts an. Aber jetzt schon. Ein Problem muss nicht erst an unsere Tür klopfen, bevor wir verantwortlich sind. Wenn wir die Macht haben, möglichen Schaden einzudämmen, sollten wir handeln. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Wir verstecken uns nicht. Der beste nordische Funfact: Loki ist die Mutter von Odins Pferd Sleipnir. Und ja, ich weiß, was ich gerade gesagt habe. Irgendwie ist es eher so, dass God of War jetzt mit der Lore von der nordischen Mythologie nicht ganz übereinstimmt, wie denn auch. Ja, weil der Loki ist ja offensichtlich nicht der Bub vom Kratos, geht ja logischerweise nicht. Diesmal verlieren wir nicht. Deswegen ist es so, dass wenn du jetzt sagst, dass der Loki eigentlich der Vater von der Weltenschlange ist, macht er im ersten Teil ja auch schon gar keinen Sinn. So. Ja.
So wie Avengers. So ungefähr. Nordische Mythologie ist ganz viel lustig. Ja, wie gesagt, ich bin da leider nicht so voll drin in der. Ich weiß so ein bisschen was, aber eigentlich auch nichts. So. Ob von zwei, wenn die so einen Baum auf Zeiten haben kann, die bricht ja auch wie ein Hirschen. Den etwa aufheben? Sehr brav. Ich frag mich gerade, wer von den 2000 anhat. Auf Vorsprünge klettern. Ah ja. Grafisch on top. Sag ich nichts dazu. Faye. Okay, es ist wirklich die Mama. Faye. Faye! Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Und es gibt viel zu tun. War ja klar, dass es ein Traum war. Wo ist Atreus? Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Ist eine Weile her. Er kann nicht weit sein. Mimir, bester Mann. So, jetzt müssen wir einen Atreus finden mit seinem Wolf. Okay. Die Portale aus dem ersten Teil gibt's quasi auch wieder. Durch die Zwischenwelt genommen? Nein, die Steine wurden nicht bewegt. Was ist das? Ist das die neue Kisten oder was? Den ist nicht. Kann man das kaputt machen? Natürlich kann man das kaputt machen in God of War. Warum frage ich eigentlich? Okay, da am Fußspuren, das heißt, wir werden da lang müssen. Da ist, der Zaun ist wieder zu. Gibt's eine Map? Gerade noch nicht. Ah, jo, warte mal, Moment, da war doch was. Aha, eine Map haben wir also auch wieder. Sehr gut. Gut, das die Hälfte zwar noch, oder die Hälfte, nein, Zehntel von der Map hat noch verdeckt. Ein Koffer wäre auch noch dabei. Ja, das ist der mit mir. Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Frage, wenn er in einen gefrorenen Fluss bzw. in einen Flussei wirft, reden wir dann noch vom Begraben? Ist doch dann eigentlich schon Das ertränken. Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Ist ja flauschig. Die nehmen wir, die haben zauberhaft, die haben da schon 10 von 10. Der Stammvater aller Götter Buri entstand, als diese Kuh Audumbla an einem Salzstein legte. Ich kann den ganzen Tag so weitermachen. Ich weiß zwar nicht, was ich gestern Mittag zum Essen gehabt habe. Also, aber das weiß ich. Ja, wenn einer Interesse oder sich einer mit einer Materie richtig beschäftigt, dann glaube ich das schon. Du hast unruhig Hoppala. geschlafen. Mehr als sonst. Albträume? Von der Vergangenheit. Fast jede Nacht. Ah, die schlimme alte Zeit. In Hellas. Nein. Oberer Ich hab das Wildwald. Gefühl, Faye versucht mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Warum hat der Baum Runen, ist die Frage. Oder warum leicht der Baum? Das ist gelungen, LED-Streifen, was es zu der Zeit noch gar nicht gegeben, glaube ich. Aber in God of War ist alles möglich. Au, dumm. Weil, ich bin dumm, weil ich mich geschnien hab, so quasi, oder wie? Rede mit mir, Bruder. Die Spur endet hier. Und wir sind nicht allein. Was für ein Waschingsboy kennt's nicht jetzt? Aha, also. Hab mich schon gefreut, weil ich die ersten zusammenzipfeln darf.
Glaubt der ist hin. Räuber, von links! Hinter dir, Bruder! Ich glaub, der ist auch hin. Hinter dir! Verfluchte Räuber! Sie dürften nicht so nah rankommen. Wir sollten nach dem Schutzsymbol sehen. Da vorne ist ein Baum, ja? Wie war das mit brutal? Nur Fleischwunden. Ja, der kleine Kratzer. Das Einhornpflaster drüber, einmal hinblasen und dann passt das schon wieder. Das wird alles wieder gut. So will ich das sagen. So will jeder das sagen, der God of War spielt. Heilungssteine. Aha, also wie im Vorgänger. Du hattest recht. Das Symbol ist zerstört. Erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Okay, kombiniere. Wenn das Symbol irgendwer zerstört, dann kann das kein dahergelaufener Scheißbandit nicht gewesen sein. Das muss was Größeres gewesen sein. Einer, der wahrscheinlich ein wenig mehr wie Singen und Klatschen in der Schule gehabt hat, wenn's mich da fragst. hinten. Ein totes Tier? Ein Kampf? Wir müssen Atreus finden. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Folge der Spur. Wir finden. Für was ist der ausgebildet worden von uns, frage ich mich gerade. Wir müssen drum herum. Oh, da gibt's eine Truhe. Freunde der Sonne, da gibt's eine Truhe. Das ist einmal... Oh. Aha, die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Nix da wird jetzt erst gelootet. So schaut's aus. Oh, warum ist Da das? werden wir ihn nicht finden. Suchen wir diese Blutspur. Mach einen Kopf zu. Silber, ja gut, okay. Gibt's da sonst irgendetwas, wo sie wissen soll, warum kann man da rauf? Sagt sie es gleich, wie es ist. Da kommt man wahrscheinlich wieder irgendwie ober, 100%. Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Wir haben gestritten. Er wirft mir vor, mich vor Odin zu verstecken. Ist vernünftig, dich bedeckt zu halten. Du hast 3 seiner Sippe getötet. Und er wird sich rächen. Genau darum muss Atreus lernen, alleine zu überleben. Es geht da um diese wissen wir. Prophezeiung. Nur wegen einem Bild bei den Riesen von deinem Tod auf einer Wand voller sonst korrekter Vorhersagen. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Tja, gut. Hättest du Jacken angezogen, dann darfst du jetzt da nicht sitzen, sagt die, wie es ist. Schau, man kann man umpimmeln. Das ist jetzt schon wieder, wo soll es hingehen, ne? Ah, gut, dass wir da lang gegangen haben, da siehst du es da. Und wahrscheinlich wieder gerade Silber drin, aber das ist wurscht, das ist nicht mehr. Mehr Geld ist mehr gut. Und was hältst du von Prophezeiungen, Mimir? Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Rudi, bist du ein Boss oder ein Haumdauer? Ja, du glaube ich bist der Haumdauer. Frostwachen. Frosterwachen, was? Halten Sie 3 gedrückt, um die Axt mit Frost zu überziehen und damit den nächsten Nahkampf oder Distanzangriff zu verstärken. Hat's im Vorgänger nicht gegeben. Wenn ich jetzt so einen umbringen bin, dann kaltherzig. Was? Alter, du kannst ihm einen Kopf runterwerfen, das hat es im Vorgänger auch nicht gegeben, glaube ich zumindest. Frosterwachen, Stände beim Rewe vorm Kühlregal. Froster gut Pforte, mein Freund. Ja? Ungefähr so kannst du dir das vorstellen. Ja, halt dein Fotzen!
Alter, das ist geil. Das hat's im Vorgänger nicht gegeben. Dass du beim letzten Schlag, egal was du machst, einen Gegner irgendwie einen Arm, einen Kopf, einen Fuß oder was weiß ich was abhaust. Das ist cool. Freunde, das gefällt mir. So muss God of War sein. Schonungslos brutal. Das ist das, was ich im Vorgänger so ein kleines bisschen vermisst habe. Ja, weil da war ja mehr oder weniger... Ja, wie auch immer, der hat Urlaub, weiß ich nicht. Da war der Vorgänger ein bisschen bedeckt, was Brutalität angeht, aber das scheinen sie da jetzt ein bisschen anders zu lösen. Oh, mit dem Bimbus. 2 Luft im Kopf. In Ordnung. Wo ist jetzt die Spur? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist jetzt eine gute Frage. Geht wahrscheinlich da irgendwo weiter. Ja, da wird man halt dann wahrscheinlich da rauf müssen. So, sagt David, da ist eine Truhe, sag ich von da. Ja? Da wird man halt dann wahrscheinlich irgendwann einmal raufkommen. Gewalttechnisch war God of War 3 die Spitze des Olymps. Ascension war auch noch gut, aber ja, God of War 3 und Ascension waren gewalttechnisch definitiv Spitze. Jetzt kommen die Vibes auch schon daher, oder was? Hinter dir, Vorsicht! Warte mal, wie kann man... Ah ja, okay. Aber... Zu viele für einen Spähtrupp. In der Nähe muss ein Lager sein. Ich weiß, was du denkst, Bruder. Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Das sagt er auch immer. Aha, Glitterpassagen, atypisch God of War. Oh, da ist eine größere Truhe, da ist meistens Ausrüstung oder irgendein Aufwertungsmaterialien drin. Geschmiedetes Eisen. Aha. Sehr gut. Fackeln. Und die Spur führt in diese Höhle. Na, wir wissen, wo wir hingehen. Bestimmt können wir leise hineingelangen. Und lass mich raten, da war kein Kuschelbär auf uns da drinnen. Oder du machst das. Hast du die Wölfe vor diesen Räubern gerettet? Nein. Die sind noch nicht lange hier. So, servus. Wie schaut's aus? Aha. Hört bestimmt keiner, wenn ich dort Fassel zusammendrisch. 100% die Hand und taub. Tod von oben. Was? Sprinten Sie von einem Vorsprung und drücken Sie in der Luft R1 für einen Tod von oben Angriff. Ist der dann instant hier? Natürlich nicht. Ja, gut, okay. Was, wo? Hab's genau gehört, da ist noch einer. Bär in der Hosen, oder was? Rechts! Aha. Die Spur führt hier durch, tiefer hinein. Es kommen mehr. Schlecht. So, erst einmal oberste Regel in God of War, wenn man irgendwo hinkommt, erst einmal die Einrichtung kaputt machen. Was gibt's da? Gulasch oder was? Nix. Super. Hat sie wieder top vorbereitet bei dem wieder. Oh. Aber Fleisch hat's gegeben auf alle Fälle, sehr gut. Aber wenigstens ein bisschen Lebs. Da ist ein Blutspur, da hinten geht's weiter, das heißt, wir schauen erst mal da. Wir werden uns schonungslos viel Zeit nehmen. Da könnt ihr Gift drauf nehmen, dass wir mir da nicht rushen.
Von da haben wir gekommen. Ja, von da haben wir gekommen. Okay. Oh, da ist jemand dem Bären begegnet. Also doch ein Bär drin. Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf! Wie Schleuder? Wer schleudert? Über dir, Feuer! Der helfe ein, Schuh da drum. Aua. Wer über Amona? Wer schleudert? Hallo? Dumme Kerl. Okay, kann man denken, wer der erste Boss ist. Wahrscheinlich der Bär, von dem er spielt. Ja, das ist ein Heilungsstein, das heißt nichts Gutes. Freunde, das heißt nichts Gutes. Wenn da Heilung liegt jetzt auf Random, dann muss da irgendwas kommen. Oh, da hinten ist eine Truhe. Sehe ich ganz genau. Wie kommt man da durch, ist die Frage. Hallo? Ich mag die Truhe haben. Da ist immer nur eine Truhe. Lernen wir wahrscheinlich noch. Ja gut, man kann es auch mit Umspringen probieren. Gell? Das war mal die erste Idee, die man probieren soll. Geschmiedetes Eisen. Sehr gut. Musst jetzt du da runterfallen, ha? Du Hamdauer. Da noch mehr unten. Atreus, bist du hier? Anscheinend nicht, sonst hätte er schon geschrien. Ist auch besser so. Suchen wir einen Weg hinaus. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Der kann doch nie im Leben so weit kommen sein. Muss ich sagen. Du glaubst, der Bär hat Atreus verfolgt? Tja, oder der Bär war verletzt und Atreus ist ihm gefolgt, um zu helfen. Du kennst ihn. Atreus, wo bist du? Das ist aber nicht der Winnie Pooh. Der Björn. Sehr gut, das ist der Björn, Freunde der Sonne. Ich hab noch nie einen Bären gehört, der wo Björn heißt. Ist das der erste Bossware? Top die fette Quilt. Was? Da kommt er! Einen Popo, ohne ins Gesicht, weißt du, mit besser halt. Oh, lecker Musch. Der Björn ist aber ganz schön zintig. Ja, chill dein Knierscheiben. Haben Bären überhaupt Knierscheiben? Aua! Muss jetzt mein Headset laden, ist das dein Scheiß Ernst?
bevor er wieder aufstampft. Oh, jetzt hast du es geschafft, Bär. Jetzt hat's dich! Bist fällig, Björn! Oh, der steht dezent dreimal in die Luft geschlagen. Pro-Gamer eben. Er ist aber ganz schön hibbelig, der Typ. Okay, der ist neu. Der Baum hat da gar nichts da. Oh, warte, ich glaube, du bist ein Baum los, wenn es der erste Boss war. Oh, vielleicht kommt aber noch ein zweiter, das kann natürlich auch möglich sein. Wie jetzt, da fliegt kein Kopf? Atreus! 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 Was? Konzentrier dich. Heile. Zwillinge aber die. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Ich begrub Fenrir. Und, keine Ahnung. Ich war so traurig. Und dann war ich wütend. Dann ängstlich. Und dann bin ich gerannt. Da war ein Bär. Er griff an und ich hab mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle
haben dich verwandelt. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Du hast gar nichts getan. Es kam über dich. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Wir wissen nicht, was deine Fähigkeiten können. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Und wer Loki sein soll. Atreus. Sollten wir nicht verstehen, wozu ich werde? Atreus! Hör mir zu. Ich hätte dich töten können. Bis du es kontrollieren kannst, gehen wir keinerlei Risiken ein. Nichts tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Er lispelt ein wenig, Hör einmal Kommissar. auf, wie ein Vater zu denken und denk wie ein General. Nein! Nein. Nimm dich zusammen. Eine bärige Begegnung. Tja, Mr. Wadenbeißer, da das Gesetz so will, oder das Gesetz, das Gaming-Gesetz es so will, alles, was eine sichtliche Lebensleiste hat, zählt als Boss. Also große Lebensleiste irgendwo mittig im Bildschirm. Das heißt für dich, mein Freund, erstens einmal Zero Depp von der Stelle und zweitens ein Foto von dir irgendwann die nächsten Tage mit einer aalglatten Gesichtsrasur, ja, fein wie ein Baby-Arsch, ja, da möchte der Soundladen anschleifen können, ja? Sorry about that. Der Bart muss ab, ja? Kannst du ja da nochmal, ne? On-Stream-Rasur. Ah, das war schon, okay, nein, das muss nicht sein. Okay, so gemein bin ich jetzt nicht. Ja, es reicht ein Bild. Ein Bild reicht. Bei mir im Discord. Okay? Das reicht als Beweis für alle. Na gut. Ja. Gut, jetzt weil er sich verwandelt hat, kommt man das auch wieder von den Avengers-Filmen, der Loki in die Filme hat sich ja auch verwandeln können. Ja? Aber dass halt das natürlich jetzt er ist, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. So, wo man 8 Sterne Holz, damit auch nichts passiert. Hier entlang. Bazi Nase oder 3 Tage kurz? Ab, Reden wir darüber, nass, dass der Junge glatt, zum Bären allglatt. geworden ist? Ja, tun wir das? Nicht jetzt. Wir müssen das Schutzsymbol reparieren und heimkehren. Was ist mit dem Schutzsymbol passiert? Nur du. Du gibst mir die Schuld? Ich gebe dir keine Schuld, Atreus. Tja, klingt aber anders. Gut, jetzt haben wir wieder wie gewohnt mit dem Burm unterwegs. Begleiterpfeile. Drücken Sie Viereck, um einen Begleiter angreifen zu lassen. Pfeile bewirken zusätzliche Betäubung und laden sich mit der Zeit wieder auf. Die Anzahl der Pfeile steht unten rechts in der Ecke. Grüß euch beieinander. Servus Bazi. Der Feind wieder einen wunderschönen guten Mittwochabend wünsche dir. Willkommen zu God of War. Alles fit bei dir. Aus dem Text entnehme ich, dass eventuell mehrere Begleiter geben kann. Ja, nicht nur ein Atreus. Ja, um einen Begleiter angreifen zu lassen. Ja, also, sonst sei er da stehen, um Atreus angreifen zu lassen. Dein Zeichen, Vater. Eine an Arsch. Nächster! Aber einfach Frauen wird nicht ruhig gemacht. Also, Junge,
Gibt es neben deiner Gabe der Sprache und dem Hören der Gedanken von Kreaturen noch andere neue magische Fähigkeiten zu erwähnen? Nicht wirklich. Was ist mit Fenrir? Was ist mit ihm? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Ich weiß nicht, wovon du redest. Vielleicht eine Fimbulwinter-Täuschung. Kenne ich auch. Mir jetzt viel gearbeitet in letzter Zeit, aber sonst gut. Merci, hochbei ist aus. Für Mr. der Feiertag, da machen sie sich einen gemütlichen Feierabend, ja. Machen sie sich eine halbe auf, oder 2 oder 8, je nachdem. Gemütliche Brotzeit und dahin geht's. Bei uns, bei mir, soweit alles im grünen Bereich. Endlich Zeit für God of War. Was hält man denn jetzt bisher von dem Spiel, Freunde? Da muss ich mal ein wenig ein Feedback da lassen. Jetzt haben wir ja, so ziemlich genau eine Stunde im Spiel. Was sagen wir? Oder ein Glühwein, ja, das nehmen wir auch. Armes Hundi. Ja, okay, das überschattet das Ganze ein bisschen. Ich habe aber so das Gefühl, dass der noch mitkommt. Oh, jetzt erkenne ich, wo wir sind. Ja, ich nicht. Wir haben ihn im Wald. Toll. Ach so. Ah, das war die Stelle, wo ich vorher gesagt habe, da können wir mit Sicherheit wieder irgendwo runtergesprungen. Blut. Deins, Atreus. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt, schätze ich. Das klingt irgendwie nicht besser. Nicht wirklich, ja? Der da. Ausschau. Ich voll die Eiche, ey. Oh nein! Ich bin ein Flauschbär! Das war keine Absicht. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Was können wir tun? Gar nichts. Die Natur nimmt ihren Lauf. Das ist unflauschig. Mitnehmen und aufziehen, das darf ich jetzt auch an deiner Stelle. Ein Sturm zieht auf. Ist es nicht kalt genug? Wir sind fast zu Hause. Und es hat donnert. Freunde, ich ahne nichts Gutes. Aber warum denn? Warum gehen die... Warum denn? Warum geht denn das Spiel so stark auf Tiere los? Ich verstehe die Frage nicht. Erst stirbt der Wolf nach 5 Minuten und jetzt 2 Weißenbärenbabys. So. Ist ja Platz für absolutes Programming. Ich war jetzt auch da. Wenn du mich meinst, dann nein. Wir haben... Wobei, Mike, pass auf. Der Mr. Wadenbeißer hat denselben Fehler kann man nicht sagen. Er hat auch einen Spruch gedroppt. Er hat gesagt, bevor wir angefangen haben, wenn ich den ersten Boss lege, ohne zu sterben, rasiere ich den kompletten Bart ab. Und was soll ich sagen? Ich hab meine Soul-Spielerkenntnisse wieder glänzen lassen und hab natürlich Deathless geschafft. Ja, das heißt, der Wade ist sein Bart los. Und habe die Ehre, abgesehen davon. Hast schon mitgekriegt? Okay. Ich finde das... Okay, können wir mir noch mal festhalten, dass ich das absolut ungeil finde, dass jetzt 2 Weißenbärenbabys da umeinander erinnert. Ich finde das nicht gut. Erst stirbt der Wolf und jetzt die 2 Bärenbabys. Wenn jetzt da noch mal irgendein Viech kommt, das wo flauschig ist und sterben muss oder verwaist wird, dann flippe ich aus. Wo? Wann? Wo ist der? Mister! Feuer! Rechte Seite!
Hä? Wie? Da oben steht auch noch ein anderer. Was, da geht's her? Hinter dir, Bruder! Mister! Au! Bezeugt! Es schallert schon gescheit, das Spiel. Leck mich am Arsch. Wow. Ganz schön viele. So ging es schon die ganze Nacht. Sind wohl rein, bevor ich das Symbol repariert habe. Können wir bitte wieder Kleidung Götter killen? Danke. Hülle. Marschall, das versuchen wir umzusetzen. Geh davor, wenn du irgendein Kirpsviech sterben muss oder der Nemo alte 4 und geht zurück. Weil es ihm zurückgeben. Bin nicht zufrieden, er will nicht das, was er mir vorgestellt hat. Wir weg aus Midgard. Es heißt, Fimbulwinter betrifft alle Welten, Junge. Gut, aber wie könnte es noch schlimmer sein als hier? Beziehungsweise bei PlayStation, ne? Nicht bei Steam. Ja, Herrgottseele, wenigstens sitzt vor Blauschis Hand noch in Ordnung. Hey, Svatna, du hast keine Angst. Tapferes Mädchen. Ach, dieser Weiberl. Brav, tapferes Mädchen. Jawohl. Er hat ein Händchen für sie. Keine große Überraschung. Ich bin bei der Peter, ich darf das. Ich hoffe jetzt einmal schwer für dich, dass du nicht bei der Peter bist, weil sonst bist du der Nächste, der einen Bon kriegt. Alles gut? Das ist nur Donner. Ich habe aber Braves trotzdem Mädchen. Angst. Ganz brav. Mein Tor, halt doch deine Schnauzen da drum, wo auch immer du sitzt. So, das ist gut. Da, jetzt einfach mal Flauschis. Da, das ist zauberhaft. Da, denen geht's gut, die haben's warm, die schneidet's nicht ein, die haben den Decken da. Wahrscheinlich kriegen sie dann irgendwann noch Abendessen. Oder so. Sehr gut. Ah, so wollen wir das. Atreus, Ich sehe nur nach. ins Bett! Jawohl. Ins Bett! Aber sofort. Es ist 7 auf die Nacht. Ja gut, dann eine in die Bude. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dort kurz ein bisschen wie in alten Zeiten war. Wir drei mitten in einem noch nie zuvor betretenen Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Tja, ich bin wohl bloß müde. Kennt man eine Hirschjagd, kennt man alle. Wie kannst du müde sein, wenn du nicht schläfst? Es gibt andere Arten Müdigkeit, Junge. Das merkst du, wenn du älter wirst. Ja, ein junger Hupfer, der Busch. So, Kratos, ich darf jetzt einmal zwecks der Nostalgie vorschlagen, du tust den Teppich da weg, du tust aus deinem Keller oder was das da ist, also du tust deine Chaosklingen aus. Das war mal eine sehr zauberhafte Idee, wenn du mich fragst. Und jetzt gönnt euch ein wenig Ruhe. Am Morgen sieht immer alles ganz anders aus. Chaosklingen hängen neben der Axt. Ich hab jetzt gar nicht geschaut. Was war das? Ja, was denn schon? Kommt jetzt der Tor, ist das der Ernst? Ich hab aber ganz schön gewampert. Wer bist du? Kann ich reinkommen? Ja, Klopfer wird's nicht und wenn ist Häusl weg. Ich habe Met. Ich bin keine sehr gute Gesellschaft. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen. Oh, nicht gut.
Alter, der Kratos schaut aus wie ein Schulbub neben ihm. Gemütlich. Das Wamperl war bestimmt nicht billig. Hagrid. Vielleicht ist der Hagrid. Ich glaube, da liegt Spannung in der Luft. Die Rauben haben leuchtende Augen, das gefällt mir nicht. Das hättest du mir eher sagen können. Warum bist du hier? Ich bin nur höflich. Aha. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Bist du eine ruhige, vernünftige Person? Offensichtlich Wenn nicht. der Moment nach Ruhe verlangt. Ich würde sagen, dass er das tut. Ja. Ist denn das jetzt wieder schlimmer als wie der Tor? Kann es ja nicht werden. Das ist nicht der Odin, oder? Du weißt, wer ich bin? Damals vor dem Wintereinbruch gab es einige Missverständnisse. Bedauerlich, hä? Aber ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Fürs Sterben leben wir, Asen. Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Aber Balder, er war von Wert. Er war mein Fährtensucher, mein Bester. Ja, er hatte den Verstand verloren. Aber er war nützlich und nun ist er tot, wegen dir. Kannst du folgen? Du trägst deine Schuld. Das ist eine ernste Sache. Was willst du? Und wie der Tor schaut, los das Bier in Ruhe her erst. Vielleicht Frieden? Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tyr zu suchen. Ja, Oh. wir wissen, was du so treibst. Schluss damit. Tyrs alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Und ich leg sogar noch was drauf. Ihr dürft den Gefangenen behalten, den ihr gestohlen habt. Jawohl, ich weiß, dass du hier irgendwo bist, du redegewandter Dreckskerl.
Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Da ist er, mein alter Komplize. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Was für eine Weisheit ist das? Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Dass wir alle dasselbe wollen? Na gut. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Halte Freya von dir fern. Und dein Junge ist sicher. Mehr willst du doch gar nicht, richtig? Na, was sagst du? Abbau jetzt bitte keinen Scheiß, Kratos. In aller Herrgottsliebe. Nein. Mach es kurz. Wird auch Zeit. Es war so klar, warum muss er auch immer Pfotzen aufmachen? Aber wir hätten es einfach nicht ja sagen können. Du bist nicht von ihm. Tradition namens Blutgeld. Das heißt, ich bekomme ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch. Ich lehne jetzt einmal ganz weit aus dem Fenster und sage, dass der Tor eine ganz andere Nummer ist, wie das, was er bisher umgebracht hat. Aber dass wir fucking jetzt schon gegen ihn kämpfen. Das war für Balder. Und jetzt zeig mir diesen. Ach ja, natürlich. Von dem ich schon so viel gehört habe. Wo ist mein Axt Ohne die überhaupt? Axt kannst du nicht kämpfen. Feigling. Wie jetzt? Ich hab keine Axt dabei? Ich wollte diesen Kampf mit deinem Bruder nicht. Mir egal. Wie konntest du jemals Kriegsgott sein? Das ist unfair, der hat sexuelle Schwungmasse. Du Brüder ist so. Stell die Frage nicht. Deine Zurückhaltung ist beleidigend. Wie Zurückhaltung? Du hast bei meiner Axtnummer. Du spuckst auf das Grab meines Sohnes. Wie konnten sie nur gegen dich verlieren? Du kennst meine Vergangenheit. Diese Geist-Spartas-Geschichte. Ja, Dann weißt du auch, wozu ich fähig bin. sag Ah ja, der haben wir unseren Kampf. Hegler, der ist ja Gott, der ist ja unsterblich im Endeffekt. Also mehr oder weniger. Bis er außer der Kratos, der schafft es immer wieder Götter zum Töten. Ich wollte deine Klingen sehen. Aber sie helfen dir wohl nicht. Au. Na, du lässt dein Meinungsverstärker mal schön in deiner Hüften drin, gell? Damit wir uns da ganz schnell verstehen mit zwei. Wieso denn? Das ist für Mortli! Au. Tut mir leid wegen der Statue, Tyr. Du alter Moralprediger. Wenn du nicht schmutzig kämpfst. Wie jetzt? Ja, wieder volles Leben. Deine Söhne dürfen uns an. Das war's. Endlich hast du mir mal was gezeigt. Oh, hier ist ja schnell. Sein Hammer ist noch schneller. Gib endlich alles!
Mehr Baseball ist auch nicht gut, Alter. Glück? Sind meine Söhne tot, weil du verdammtes Glück hattest? Trottel! Vater werden am besten. So läuft das nicht. Du bist kein Zerstörer wie ich. Hä, wie jetzt? Oh nein. Ich sage, wann wir fertig sind. Ach, das war gewollt. Okay, ich wollte gerade sagen, ich hab doch Blut geistesgestört. Ob sie habe ich die. Steh auf! Zeig mir das Monster in dir! Dem sein Hammer kann das Cheaten sein. Angst, dir die Hände schmutzig zu machen? Gut, das sagt er mit so einer Axt. Das ist der Gott, der aus Gekränktheit eine Götterwelt ausgelöscht hat. Das ist für Modi! Er war dir egal. Selbst im Tod. Was sagst du da? Modi kam aus Furcht vor dir zu uns. Er starb an den Wunden, die du schlugst. Oh, ein echter Vorzeigevater. Wie gehen wir sie es ganz schön, die zwei? Das kommt mir bekannt vor. Was? Ach, egal. Dein Ja, Völkerlehrer geht mir am Arsch vorbei. Ich will den Gott des Krieges sehen. Du hast das begonnen. Ich beende es. Oh, scheiße. Das hat meine Jungs nicht verdient. Zeig mir, wer du bist. Ich mag aber nicht. Das ist der Mann, der bei früheren Königin Sigrun entgegentrat. Sehr schlau. Das bringt dir auch nichts. Das ist der fremde Gott, der Baldur besiegte. Au. Hast du dich schon aufgewärmt? Das Ding Kriegsgott. Ich will ihn sehen! Wo bleibt die Liebe zum Kampf? Wer bist du? Sag's mir! Sag mir den Götterwort! Alter, zweimal Spartas Rage in einem Bosskampf. Verstehe, warum meine Söhne dir unterlagen. Selbst diese schwächeren Version von dir. Aber ich bin nicht meine Söhne. Und dein Junge, der Allvater, hat Pläne mit dir. Da ist er.
Da ist der Gott des Krieges. Der braucht eine Plomben. Deine Blutschuld ist bezahlt. Wir sehen uns. Hab doch gesagt, er schafft's. Kratos, wir sind Sindri und Brok. War das ein Kampf? Können wir... Nach Hause, jetzt! Odin ist bei Atreus. Oh nein. Ich mache sofort ein Tor bereit. Na dann los. Wie jetzt? Ich check gar nichts. Ach, du schau her. Thor, es gibt viele Unterschiede zwischen Thor und seinem Bruder Baldur. Baldur hat wild gekämpft, seine Motivation war es, Schmerzen zuzufügen. Thor ist ruhiger, der ist total ruhig, der ist Flauschigkeit in Person, wenn du mich fragst. Thor ist ruhiger, sein Blutdurst wird durch den Kampf selbst und nicht durch die zugefügten Qualen gestillt. Die geballte Kraft seines Angriffs ist heftiger als alles, was ich bisher erlebt habe. Der Hammer Mjölnir bündelt nur seine Kraft. Jeder Schlag zeugt vom Tod und der Zerstörung, die sie gemeinsam angerichtet haben. Er hat entschieden, unseren Kampf vorzeitig zu beenden. Es ist gut für uns beide, dass er nicht bis zum bitteren Ende ausgefochten wurde. Ist, glaube ich, auch schwer. Oder die Hintergrundmusik, ich hab Gänsehaut auf die Ohrbacken. Was haben wir mir von God of War eigentlich erwartet? Ja, das ist genau das, was ich vor dem Stream, bevor wir angefangen haben, gesagt habe, das wird abliefern, das Spiel. In jeder Hinsicht. Und es geht halt furios los. Also jetzt gleich relativ zu Beginn vom Spiel schon gern Tor zum Kämpfer, mit dem hab selbst ich nicht geredet. Was ist das da eigentlich? Da ist ein Blitz in einen Eisbaum gefangen, oder was? Bau das ab, fix duschen. Mr. Wade, du bist ein absoluter Ehrenmann. Ja, und seine Zwergenfreunde haben auch wieder mit dabei. Brok und Sindri. Tja, schön, dass du neue Freunde gefunden hast. Ist dieser Mjölnir nicht imposant? Du weißt, dass wir den Hammer geschmiedet haben, oder? Das hast du erwähnt. Das weiß ich. Ich wusste nur nicht, ob du zugehört hattest. Aber schön zu sehen, dass die Axt standgehalten hat. Darum ging es ja schließlich. Ich glaube, wir kommen wieder auf den See hier jetzt, oder? Normalerweise, wenn man nicht alles täuscht. Zumindest von den Gebäuden her, so wirkt es so, wie wenn da der See war irgendwo. Ja, ist tatsächlich auch so. Das ist der See, wo wir im ersten, oder im Vorgänger, ich sage aber im ersten Teil, das ist ja eigentlich nicht der erste, aber im Vorgängerteil. Wo wir da uns rumgetrieben haben. Alles bereit. So kommst du nach Hause. Kennen wir auch noch. Schnellreisesystem. Wissen wir auch noch vom Vorgänger. Der schiebt mich nicht auf Zeiten. Hey, eine Sache noch, Kleiner. Da Asen, die Tür einrennen, nehme ich an, dein Schutzsymbol ist hinüber. Wenn du Odin verscheucht hast, brauchst du doch sicher ein neues Dach über dem Kopf. Und ich spreche nicht von diesem Plappermaul. Ich gebe mein Zuhause nicht auf. Ach ja? Und was hält die Alfratze davon ab, dich auszuspionieren? Oder dein Haus klein zu hacken, während du darin schläfst? Nichts. Gar nichts. Hol du deinen Jungen und ich red mal mit jemandem, der euch im Notfall vielleicht bei sich Unterschlupf gewährt. Da bin ich auch gespannt, wer das ist. Ist der Odin da jetzt immer noch drin? Vor allem, dass wir einen Odin auch schon gesehen haben. Ich hätte eher damit gerechnet, dass wir den irgendwann im Laufe des Spiels einmal kennenlernen. Aber wir sehen jetzt auf die ersten paar Meter schon mehr, als ich gemeint hätte. Deutlich mehr. Ja, der ist natürlich weg. Bruder! Ich wollte schon nach dir suchen. Bist du verletzt? Und du? Was hat er gewollt? Das Dach bezahlen. Und er lädt mich nach Asgard ein. Wirklich? Ich konnte nichts hören, als du rausgingst. Ich habe abgelehnt. Offensichtlich.
Immerhin hat er es doch Reparatur hat er immerhin übernommen. Wieso hast du Tyr gesucht? Hätte ich gesagt, dass ich ihn suche, hättest du Nein gesagt. Also hast du es verheimlicht. Vor mir. Ich wollte es dir sagen. Das wollte ich wirklich. Aber jetzt, wo du es weißt, solltest du dir etwas ansehen. Nein. Vertrau mir, du willst sicher... Vertrauen? Du hast mein Vertrauen enttäuscht. Lass es mich zurückgewinnen. Lass mich dir meinen Fund zeigen. Außerdem sind wir Odin noch nicht los. Oder Thor. Und wie man sieht, können sie kommen und unser Haus durchlöchern, wann immer sie wollen. Es gibt nur einen Weg, sie loszuwerden. Und ich glaube, ich weiß wie. Vater. Now we are talking. Sag's mir. Hol deine Sachen. Ganzen Gegenstände, Schlüsselgegenstände aus dem Vorgänger. Oh. Aufrüsten. Rüstung und Ausrüstung verbessern. Werte wie Abwehr, damit Kratos Überlebenschancen steigen und Stärke, damit Kratos mehr Schaden verursachen kann. Rüsten Sie sich vor dem Losziehen auf. Aha. So, Rüstung annehmen. Wann haben wir denn das gefunden? Okay. Das schaut komisch aus. Also das schaut wirklich komisch. Das erinnert mich irgendwie an so eine Anfängerrüstung, so eine Startrüstung von Dark Souls. Ich weiß auch nicht, da gibt es ja auch so die Ritterklasse, die haben auch so... Weißt du? Ja, da gefällt mir aber die... Mehr Angriff, mehr gut. Sag ich jetzt einfach mal. Drücken Sie L2 im Waffenmenü, um zum Waffenmenü zu gelangen. Was? Okay. Wählen Sie den Platz für den Aus... Okay. So, ja, drücken Sie X, um einen Axtzusatz auszurüsten. Zusätze bieten Werteerhöhungen oder Fertigkeiten sowie eine Chance, Kampfverstärkungen zu aktivieren. Ach, den haben wir jetzt? Und was macht jetzt der da? Der gibt uns nochmal 2 auf Stärke, oder was? Der wütende Schlägel. Aha. Ja, okay. Wichtig, das Ausrüsten von Gegenständen verbessert die Werte und kann neue Fähigkeiten freischalten. Ja, verstehe die Frage schon. In der Wertehilfe-Einblendung erfahren Sie mehr über Werte. Sehen Sie sich jetzt einmal in Ruhe... Sehen Sie sich... Ja, ich bin ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. So, Chaosklingen. Oh, die haben da auch eigene Griffe in dem Spiel. Das hat es im Vorgänger auch nicht gegeben. Okay. Spartas Rage. Kann man das auch verbessern, oder was ist das dein Ernst? Da gibt's da mehrere? Tatsächlich. Die kannst du aufwerten. Holy shit. Er hat natürlich wieder nichts anderes als wie sein Bogen. Angel Abidere. Ja gut. Bist du bereit? Geh. Ich wollte gerade sagen, das Geld lassen wir nicht liegen, gell? Behalt dein Kleingeld, du Dreckskerl! Okay. Die Mengen an Odin nicht. Atreus in den Wald folgen. Odin.
Wie bereits sein Sohn zuvor hat auch Odin uns aufgesucht. Er sucht keine Rache für Baldur, sondern spricht von Frieden und Untätigkeit. Odin behauptet, dass Atreus nach Tyr gesucht hätte und verlangt, dass er seine Bemühungen einstellt. Es gefällt mir nicht, dass er mehr über das Tun meines Sohnes weiß als ich. Ach, das schreibt also der Kratos, okay. Obwohl ich das, was Atreus hinter meinem Rücken getan hat, nicht gutheiße, werde ich nicht hinnehmen, dass die Götter dieser Welt meine Fresse, an meine Haustüre klopfen, um uns Vorschriften zu machen. Wenn er nicht möchte, dass wir Tür suchen, sollten wir wahrscheinlich genau das tun. Ich muss hinzufügen, dass er uns ein Friedensabkommen angeboten hat, im Gegenzug für unsere Untätigkeit. Hätte ich keinen besseren Rat empfangen, wäre ich versucht gewesen, sein Angebot anzunehmen. Aber seine Drohung gegen Freyja hat das unmöglich gemacht. Sie mag zwar weiterhin eine Gefahr darstellen, aber sich mit ihrem einstigen Ehemann gegen sie zu verbünden, ist inakzeptabel. Baldur, falsches Universum, mein Freund. Ja, wie? Ist das zauberhaft, ja? Mehr Klingen, mehr gut. Was ist jetzt das, der Brombeller-Move, oder was? Ah, da kann man, okay, Chaos-Klingen kann mit Feuerverstärker und die Axt mit Eis. Ja, okay, nice. Wo gehen wir hin? Zum alten Tempel im Wildwald. Wieso? Das erklärt sich leichter, wenn wir dort sind. Unterer Wildwald. Ja? Vorher waren wir im Oberen. Was gesagt, als ihr draußen wart? Ja, er sagte, Jötunheim sei ihm inzwischen egal. Die Riesen könnten ihre Geheimnisse behalten. Er hätte Ragnarök auf seine Art abgewendet. Ob er weiß, dass alle Riesen tot sind? Ich fürchte eher, dass es ihm nicht mehr wichtig ist. Was hat er vor? So, jetzt sind wir satt, sind wir wieder voll da. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Oh, ich freue mich heute aufs Essen. Hey, heilige Scheiße. Was ein gutes Game. Was ist hier passiert? So nah an zu Hause. Bekämpfen sich die Räuber jetzt gegenseitig? Das sind nicht ihre Pfeile. Etwas anderes ist hier draußen. Mackie. Ja, muss auch mal sein. Ich glaube, bei mir gibt es halt blöderweise in Anführungszeichen auch noch was Schnelles. Weil bis dass ich Streamer aufhöre, wird es 8 mindestens. Hier sind noch mehr. Und dann habe ich keinen Bock mehr zum Kochen. Sind die alle durch das kaputte Symbol gekommen? Das oder Odin hat den Schutzzauber komplett versaut. Was siehst du? Nur Tierspuren. Die Frage ist, warum haben die Clownfiers? Haben das keine Menschen oder haben das einfach nur Schuhe? Das war jetzt interessant. Ja, der hat es auch hinter sich. Ja, da hätte ich auch so eine hauen können, da hätte ich jetzt nicht zielen müssen, oder? Fast bei der Brücke. Oh, die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Hey, zieh das mit deinen Klingen runter. Bitte. Oh, da schreit schon wieder irgendjemand. Wow, der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Heelräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Freund ist. Ja, vermutlich. Auch nicht unbedingt angenehm, dass der Kopf überhängt. Da muss ich schauen. Das schauen wir uns jetzt so. Das schauen wir uns jetzt so. Respekt. Respekt, Mr. Wadenbeißer. Press F für Mr. Wadenbeißer, dass er seine Wettschulden eingelöst hat. Das gibt ein Plus. Das gibt ein dickes Plus sogar. Hut ab. Steht da aber ehrlich gesagt da. Also du schaust jetzt nicht aus wie ein fünfjähriges Kind. Also ist gar nicht tragisch. Tatsächlich. Also es ist jetzt meine Meinung, ne?
GG Level 9000 plus, schreibt Drive. Ja, genau. Genau so nämlich. Na, Mr. Warenbeißer, da ziehe ich meinen Hut, den wurde ich gerade nicht auf, aber ich ziehe, dass du diese Wettschulden eingelöst hast. Ja? Absoluter Ehrenmann. Finde ich super, dass du sowas machst. Hockey-Cap-Time erhalten, ne? Sei! Ich will erst mal finden, wo die ist. So, jetzt kann ich es aber der Vollständigkeit halber, ne? Also, Mr. Wadenbeißer, jetzt ziehe ich meinen Hut, wo es eigentlich eine Kappe ist, aber das Zeit. Wettschulden sind Ehrenschulden und der Bart wächst noch. Eben genau das meine ich auch. Wettschulden sind Ehrenschulden und ja, der Bart wächst noch. Jetzt kannst du den Hut ziehen. Ja. So, jetzt ziehen wir da weiter durch Wildnis. Ja, freilich sonst noch was. So. Haben wir den trotzdem aber pimmeln? Eine Warnung wäre nicht. Ja, ich wollte ihn ja nicht hängen lassen, das sind ja Qualen, das muss ja nicht sein. Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen? Hellräuber, aha. Das waren da die Punkte wert, ja? Du, meine, hast die Punkte zum Saufhudern. Siehst du etwas da unten? Ah, lol! Hacksilber, ja, da liegt Silber und das ist gut. Ja, servus, wie geht's eigentlich so? Verdammt, Bruder, was war das? Etwas Starkes und Gefährliches. Gehen wir wieder ab vom Hof. Oh ja, ich bin immer zu auf der Hut. And he's gone. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es war mehr so ein Peitschen. So eine Art Peitschen mit Dorn vorn dran, glaube ich. Irgendwie so. Aber wisst ihr, da haben wir im Vorgängerteil den ersten Boss gehabt, da haben wir den Troll umgelegt. Oder den Riesen oder was das war. Das ist der Tempel. Suchen wir einen Weg herum. Ja, aber im ersten Teil ist alles kaputt gegangen. Oder ich sag jetzt einfach immer ersten Teil, okay? Niester! Frost! Alles klar? Hinter dir, pass auf! Achso, der Schrie, ja, okay, lol. Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Es war mir schon klar, dass das du wahrscheinlich nicht gewesen bist. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Wer ist denn dann eigentlich der neue Kriegsgott, wenn es der Tyr nicht mehr ist? Ist das der Thor dann? Nein. Nein, der Thor ist der Donnergott. Schwachsinn. Oder ist es jetzt nur God of War technisch so angelegt, dass eigentlich, dass der Tyr nach wie vor Kriegsgott eigentlich wäre? Vorsicht! Lichter! Gemacht. Ja, Kinder macht der keine mehr. Fähigkeiten baumbereit. Mit irgendwas erwerben Sie Fähigkeiten, drücken Sie die Taste.
Schalten Sie Fähigkeiten mit IP frei, um Zugang zu neuen Aktionen und Fähigkeiten zu erhalten. Kratos und Atreus sammeln im Kampf getrennt voneinander IP und besitzen eigene einzigartige Fähigkeitsbäume. Okay. Also sowieso klar, nur mit den Chaosklingen anfangen, oder? So, Fernkampf. Wir gehen erst einmal auf... Achso, da ist Nahkampf. Okay, was haben wir da jetzt? Ist jetzt das schon... Die Frage ist, haben wir das schon, oder? Also das haben wir wahrscheinlich schon, oder? Ja, das haben wir schon. Okay, und da? Ah, da geht das, okay. Gibt's das alles? Okay. Jetzt ist das irgendwie schon mal sauerhaft da. Rost abschlagen, sehr gut. Das könnten wir uns auch noch holen. Beziehungsweise, was gibt es da am Fernkampf technisch noch? Ah, das können wir uns nicht mehr leisten. Ah, da zirkt er sich ohne und da. Ah, das war halt natürlich geil gewesen. Aber das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Der Torfbau 2. Ja, vielleicht ist es auch der Tor V2. Das ist der verschollene Cousin vom Tor V1. Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Welche Säule? Ich verstehe die Frage nicht. Achso, die kann man wieder... Achso, die kann man jetzt wieder retourschirmen. Okay, das kann man aber nicht ohne Grund, oder? Da gibt es bestimmt irgendwas. Okay, da hätte ich jetzt vielleicht gemeint, dass wir da was looten können. Wie ich gesagt habe, Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn Wait a finden. minute. Wir müssen einfach. Das sind viele Fans, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Hau den Pfosten wieder, grad, du Lümmel. No. Oh, I smell a Boss-Areal. Da klingeln meine Dark Souls Alarmglocken. Ja? Wo schießt du da eigentlich da oben? Gibt's da irgendetwas? Das ist ja voll cool, weil im Vorgänger hat sich der Atreus immer an ihm angehalten und das macht er jetzt alles selbstständig. Hä? Ja, wie? Und jetzt? Hallo? Ah, deswegen kann man hin und her schirmen. Ah. So, Seil ist gespannt und jetzt ab vom Hof. Was meinst du? Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will. Aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. So, ja, das ist ein Boss-Areal. So gibt es es. Naja. Blauen Peitschenhieb. Drücken Sie wiederholt schnell bla bla bla, um die Chaosklingen mit Feuer zu laden. Anschließend können Sie mit R1 oder R2 Feuer... Vater, benutzt deine Klingen. Verbrauch sie. Hinter dir! Lichter!
dir, Bruder! Das ist ein paar zwei. Mister! Vorsicht, weg! Bruder, Oh. steh auf, Bruder! Ja, okay, du nicht Zero Dip. Da kommen wir aber auch verdammt viel. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Ja, weiß ich schon. Ist Zu schon. spät! Vater, benutzt deine Klingen! Verbrennt sie! Erwischt! Mister! Hinter dir, Vorsicht! Links von dir! Räuber! Links! Mister! Feuer! Links! Sonst noch wer? Du ist noch einer. Ja, nice. Der ist schon mit heilen. Ah, wir hätten einen Baseballschläger quasi. Ja gut, ja, toll. Okay. Ist es nicht schön, dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Oh, da ein Runen. Wie aufs Stichwort. Mister! Weil da kannst du chillen. Dankeschön. So, was haben wir da? Töten. Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist? Wintermann. Töte den Wintermann. Die Runen scheinen von Räubern zu stammen, aber ich kenne den Wintermann nicht. Ihre Angriffe sind in letzter Zeit häufiger geworden. Vielleicht ist er der Grund für ihre Rastlosigkeit. Okay, der Kratos hat scheinbar gelernt, Runen zum Lesen. Zumindest ein Teil davon. Oder ja im Vorgänger auch noch nicht kennen. Gut. Jetzt klettern sie voneinander Er ist wirklich getrennt. gut darin geworden. Mister! Und das nächste Bild des Grauens. Wird das. Mister! Okay, die Heilung heben wir da jetzt einmal auf. Weil ich tippe mir, dass da noch was kommt. Okay, da kann man nichts kaputt machen. Was ist mit eng da oben? Kann man ihn oben werfen? Nein, okay. Und da haben wir Kämmer. Kann man die das Bock kaputt machen? Auch nicht. Na gut. Blutvergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen... Bruder! Oh mein Gott! Was ist denn das jetzt? Die Jägerin. Ein The fuck? Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden.
Der Schild ist zerbrochen und du kannst nicht abwehren. Drücke X zum Ausweichen. Ja, toll. Mister! Du brennst, Kratos! Das geht vorbei! Ich brenne für dich. Dein Schild ist kaputt, Bruder! Bleib einfach in Bewegung, ja? Er sagt sie so leicht, wenn einer mit einem Pfeilbogen auf dich schießt. Rechte Seite, Kratos! Au! Sehr guter Tipp, Cherry. Du kannst mir am Ohr flecken. Au, oder auch nicht. Das hat's wörtlich gemacht. Au! Oh. Also jetzt reicht's, verdammt. Fimbul, Winterfreya, die Räuber, Thors und Odins Einmischung und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr. Bundleder, Bestiengebein. Okay. Zentaur mit Hirschgeweih. Hechtpferdfrau. Ist das jetzt eine True Story oder ist das jetzt einfach nur so eine erfundene Sache? Leichter Runenangriff. Jede Waffe kann Juwelen für leichte und schwere Runenangriffe aufnehmen. Wenn ein Runenangriff ausgerüstet ist, sammelt er langsam Runenenergie, die in einem mächtigen Angriff freigesetzt werden kann. Kennen wir aus dem Vorgänger. Die Axt anschauen, ja? So, leichter Runenangriff. Was haben wir da? Bis des Winters. Ja, wenn wir sonst keinen haben, den nehmen wir. Das passt schon. Nein, das war gerade Blödsinn. Achso, okay. Aber mein kaputter Wächterschild. Wie hat denn die jetzt meinen Schädel kaputt gemacht, ist die Frage. Das habe ich jetzt gar nicht gespannt. Was? Schildzusatz? Das lernen wir wahrscheinlich noch. Okay. Mit ausgerüsteter Axt halte L1 gedrückt und drücke R, um einen leichten Runenangriff auszuführen. Aha. Frostflamme, Waffenverbesserung, unmögliches Material, dem der Zorn der... Okay, ja, wie auch immer. Frostflamme, damit hat man, glaube ich, im Vorgänger die Axt verbessern können. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Aber ich glaube, das ist im Bereich des Möglichen. Vater! Der Schild, den Mutter dir gab. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Komm, hier können wir rein. Erst einmal umschauen. Ja, sechs hast du jetzt nämlich eine Truhe unter. Da fängt's... Was? Wieso? Der aschfahle Gott. Der aschfahle Gott... Es ist die Schuld des aschfahlen Gottes. Sie hat es uns gesagt, die Hexe. Sie sagte, der aschfahle Gott habe Baldur ermordet und dadurch Fimbul Winter ausgelöst. Sie sagte, wenn der Gott stürbe, würde Fimbul Winter enden. Keine Dunkelheit mehr, keine Kälte mehr, kein Ragnarök. Uns ist vor einer Woche das Essen ausgegangen. Egal, wir werden uns bald an Götterfleisch laben. Aha. Na ja, dann, wenn das so ist. Acke Silber, sehr gut. Oh, ja, das nehmen wir. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich habe sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Ja, okay, und wie komme ich da jetzt drauf? Hallo?
Ah. Was sind das für Käfer? Der hat einen Arsch wie ein Mond. Kann der Spinner sein? Keine Ahnung. Aha. Aha. Aber man sagt gleich, denkt, dass da irgendwo was sein muss. Die eigentliche Frage ist, wie können wir da jetzt sein? Ja, das wird man schon herausfinden. Jetzt passt so wacht. Das ist wieder so ein komisches Spinnenviech. Kann man das angreifen? Ja, kann man. Bringt aber nichts. Geschmiedetes Woher weißt du, Eisen. wie man die findet? Naja, schau mal her, ist ja ganz einfach. Du stehst da draußen, sagst, dass da eine Truhe ist. In Truhen haben meistens nützliche Dinge. Ganz einfach erklärt. Mehr Loot, mehr gut. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Dann schieben wir einfach die Säule wieder woanders hin. Oh. Ja, dann halt noch einmal. Mick, halt! Okay, this is not how it works. Hacke! Da brauchen wir Hacke. Da haben Rotzen. Amicia ist in der Haus. Oder haben das Rotzen? Da ist ein Scheiß versehen. Nein, das sind keine Rotzen. Sich etwas bewegt? Da rechts? Das sollte helfen. Na also. Okay. Los! Das ist auch eine Truhe. Wie kommt man auf die Truhe hin, ist die Frage. Das ist ein Gitter, ja, da können wir von der anderen Seite hin wahrscheinlich. Ah, da geht's recht so, ich hab's genau gesehen. Schau zu. Oh, das ist neu. Alles klar, Brudi. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Halt mal, Moment einmal, da hinten ist eine Truhe herrscht. Wo haben wir denn jetzt? In der fucking Wüste, oder was? Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreiner erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. The fuck? Wisst ihr noch, die Geschichte von Sköll und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Sköll und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt.
Doch Kommt da dann nicht so jagen sie vor. einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr. Wenn er zu Ragnarök da ist, heißt das, dass er am Leben sein muss. Oder? Mimir. Kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir. Dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte, Wir gehen nach Hause. warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Was kommt jetzt? Hallo? Ja, sprechen Sie, Mr. Loki? Ach so. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein. Bei wie vielen warst du? Also, bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ah ja. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Wenn wir nach Svartalfheim gelangen. Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Achso, wir müssen dann automatisch drüber. Ich will an meinem Bad rumspielen, aber da ist nichts. Was habe ich mir da eingebracht? Naja, solange du nur an deinem Bad umeinander spielen möchtest. Was? Ja? Mr. Wadenbeißer, Sie haben auf die harte Tour gelernt. Ah, da haben wir ja hergemacht. Okay, alles klar. Warte mal, da leicht was, das ich tue. Auf demselben Weg gelangen wir nicht wieder zurück. Das ist Gehen ja wir nicht mein zurück Plan. zum Schrein. Ich kenne noch einen Weg. So. Ja, nice. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbulwinter zermürbt einfach alles. Selbst Stein. Gut, gehen wir weiter. Rohleder, okay. Was mich wundert, also das kommt wahrscheinlich eh nur, aber wir haben ja bisher noch nicht wirklich
die Möglichkeit gehabt, unsere Waffen aufzuwerten, so bei die Zwerge. Halt. Aber das kommt mit Sicherheit noch. Der Boden sieht hier rissig aus. Das ist eine Abkürzung. Wo? Wo ist eine Abkürzung? Wieso denn? Da unten ist auf alle Fälle eine Truhe, das ist gut für uns. Da können wir aber so nicht oben. Weil? Keine Ahnung. Wo ist denn der Atreus jetzt? Jetzt blind? Atreus wo? Hä? Ah. Immer umluren. Wird meistens belohnt, siehe da. Wieder geschmiedetes Eisen und ein bisschen Silber. Ja, die Frage ist aber, wie kommen wir da hinten hin? Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Moment. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Natürlich! Das ist der Inbegriff von Looten. Spaß für Profit. Dinge aus Spaß zerstören für Profit. That's how Looten works. Mimir, was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Ja, der wird so vieles nicht verzeiht haben, muss man eigentlich wissen so werden. Aber gut. Ja, das stinkt da noch Bosskampf. Oder noch Action, sagen wir so. Brauchen wir mehr Heilung? Ah, nein, das sparen wir uns. Boah, klar. Rechte Seite! Aua. 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 Linke Seite, Bruder! Ohne Schädel ist Kacke. Beeindruckend! Ah, ja, mit der Axt haben wir uns ein wenig leichter. Bruder, ohne Schild kannst du nichts abwehren! Ach nee. Oh ja, ist der groß.
Weg mit dem Stecker, braucht kein Mensch. Räuberanführer. Ja. Können wir mir eigentlich was aufwerten? So, Fähigkeiten. Tatsächlich, das sollte jetzt eigentlich gehen. Ach so, da muss man... Ach so. Okay. Ja, ich muss mir... Was ist Technik? Klingen Nahkampfwaffe gegen eingefrorene richten zusätzlichen Schaden aus. Das ist gut, das nehmen wir. Und der Rest ist noch gesperrt. Er kann sowieso noch nichts. Weiterhin. Nehmen wir jetzt einfach noch das da mit, was wir vorher noch mal gesagt haben. Weil da braucht man nicht wirklich was dabei einmal. Sagen wir schon. Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. True Story. Gut, muss ich auch sagen, der Kratos kann sich ja nicht mit ihm vergleichen. Der Kratos ist ja generell ganz anders aufgewachsen. Wenn wir einen Weg finden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden. Mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tiere nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. God of War plus Spaghetti wie im Urlaub. Wie Spaghetti? Mr. Price, da muss man jetzt auf die, steh jetzt auf dem Schlauch. Den muss man jetzt erklären, den verstehe ich nicht. Ja, wir schauen uns da ganz in Ruhe um. Pressiert ihm überhaupt nichts. Ich hab mir gerade Spaghetti... Ach so! Du fühlst dich gerade wie wenn du Urlaub... Also jetzt haben wir beieinander. Okay. Kratos! Hier drüben! Ja, bis der kam zum Übersehen. Sindri! So wahr ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Irgendwie schaut er gerade aus, wie wenn er aus Russland kam mit seiner Haum. Was auch nicht. Nach euch, meine Freunde. Wohin gehen wir? Wir haben ja jetzt Sauber. das Ihr erste tötet den Kapitel neuen gerade mal Helden. abgeschlossen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Noch Damit meine ich fast niemanden 2,5 Stunden. persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sin. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Sonst vergisst er die Kappe nur einfach. Ja, Entlang, Kratos. es schaut schon geil aus. Ja, Boy hat auch eher polnisch-russisch. True. Ja, schöner Garten. Pflegen wir. Ist er sauer? Was
genau seid ihr? Die schauen auf alle Fälle knuffig aus. Pilzmann. Das ist ein Bang, okay. Zum Chillen mit Laternen. Können wir reingehen? Jetzt chill mal da hin, ich mag mich umschauen. Okay. Aha, da geht's noch hinterher. Also das heißt, das Gebiet wird wahrscheinlich ein wenig größer werden. Kommt rein, kommt rein! Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Ja, was ist das, Mann? Die Schlafzimmer sind da, die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen und Tyr zu retten. Tilde? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich habe auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko, alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da. Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch Scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Ich finde die zwei so, ich finde ihn so unfassbar cool. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Pass auf, der haut jetzt zweimal mit seinem Hammer hier und dann... Warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Laden der Huldu-Brüder. Stellen Sie Rüstungen, Waffenzusätze und Gegenstände mit gesammelten Ressourcen her und verbessern Sie sie. Okay. Die verschiedenen Dienstleistungen des Ladens können Sie über die untere Navigationsleiste aufrufen. Okay. Schilde verfügbar. Brock hat genug Material, um einen neuen Schild zu schmieden. Drücken Sie nach unten, um zum Schildmenü zu gelangen. Aha. Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Ein Schild für Paraden mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Ein Schild zum Absorbieren von Angriffen und Zurückschlagen. Da hört sich das, wenn du mich fragst, ein bisschen vernünftig an. Also nehmen wir den. Okay, der schaut irgendwie so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem Schädel von Rohan und von Gondor. Ich weiß auch nicht. Ein Schild, der nach dem Vorbild der großen vom Riesen Rimtur gebauten Mauer in Asgard gefertigt wurde. Schützen Sie die Wilden. Ah, Steinmauer. Aha. So, was haben wir jetzt so? Rüstungen ansehen, drücken Sie mir da. Neue Rüstung. Brock kann maßgeschneiderte Rüstung für Atreus herstellen. Navigieren Sie mir da mal. Begleiterrüstung, okay. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Brüdergewand. Eine Rüstung, die von den legendären Huldu-Brüdern mit viel Sorgfalt gefertigt wurde. Sie soll einer ihrer besten Arbeiten sein. Die steht ihm tatsächlich. Okay, kriege ich auch noch irgendetwas oder? Wickel des Überlebens? Verbesserungsfähig.
Wie das Armschienen der Macht. Okay. Versteckte Hüllenarmschützer. Da gibt's mehr Stärke, mehr Wumms ist mehr gut. Okay, haben wir noch vertüften Eingäbse? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Einer mit dem schon, haben wir ja genug Geld. Für Brust haben wir da auch noch etwas. Die haben wir vorher schon. Nevermind. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe What? gesteckt. Wait a minute. Das würdest du nur ohne mich... Die können wir ja verbessern. Ich schau mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Okay, Verbesserung der von Leverton-Axt, Erfolge der Fährte und Schaden erhöht. Nice. Haus klingt, kümmern wir nichts da. Das Haus ist toll, Sindri. Hast du alles selbst gebaut? Das ist unsere Truhe dann praktisch, oder wie? Danke. Oh, oder auch nicht. Ja, gut. Es erinnert mich so ein bisschen an ein Hobbithaus, ich weiß auch nicht. Es hat irgendwie so ein bisschen was von einem Hobbithaus. Warte, diese Treppen halten dich nicht aus. Bitte zerstör nicht mein Haus. Welche Treppen? Achso, das ist ein Treppen. Warte mal, wir haben jetzt eine Rüstung gekriegt, right? Da war denn dem seine Truhe, was er gerade gesagt hat. Was darf sein? Rüstungen? Keine Erstattungen. Da haben wir daheim. Was haben wir? Die Schneeball-Brustschild. Das Hochschleudern eines Gegners hat eine hohe Glückschance, gerade aus Stärke und Widerstand gegen Taumel eine Zeit lang. Achso, okay. Ja, da kannst du auch wieder situativ für irgendwelche Dinge eine geeignete Rüstung anziehen. Ja? Da hat es ja dann später, oder was heißt später, das hat beim Vorgänger hat es halt dann so Magie-Dinger gegeben. Da hast du die zum Beispiel gegen Pest buffen China, oder Widerstand erhöhen China, gegen Frostwiderstand erhöhen China. Das war dann immer für situative Ereignisse ganz okayisch. Schneewehrwaffen, da gibt es dann mehrere, ist ja klar. Okay, nice. So, was sind wir jetzt da? Aha, wir sind da hinten eine in den Tag rum. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich da rein mag. Hey, sieh mal. Hab keine Zeit. Ich muss mir im Bilbo seinem Zweitwohnsitz umschauen. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Ja, in der Speisekammer schlafen, warum nicht? Ist nicht so weit, wenn du um 3 in der Früh mal der Hunger bockt. Apropos Hunger. Heilige Scheiße. Mein Loch im Magen wird immer größer. Wie, da geht's nicht rein? Verstehe die Frage nicht. Nur für VIPs. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Baggins. Bilbo Baggins. Genau so nämlich. Ich Mr. hoffe, Price. alles ist zufriedenstellend. Zauberhaft, ja. Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Das war ja einfach. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenanführer Tada! der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha!
Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Und du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt. Er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Wollte ich gerade sagen, er drückt sich jetzt auch nicht unbedingt auf die höfliche Art und Weise aus, hä? Ja gut, okay. Wo müssen wir zu ihm jetzt dahinter, oder was? Nein. Hallo? Ah, wir sind wieder rausgegangen. Ja gut, okay. Tada! Ja, wir haben es überhört. Hört ihr das? Ja. Jetzt, wenn Malenia noch kommt, dann bin ich am Arsch. What are you doing? Welche Drachen? Sie sind so weit weg. Ich kann die Größe nicht schätzen. Oh, nicht gut. Was auch immer das ist, du bleibst da unter. Hoffentlich. Wahrscheinlich bleibt es auf Dauer nicht da unter. Wahrscheinlich werden wir uns mit dem irgendwann auseinandersetzen müssen. Ja, das ist auch klar. Und mit irgendwann meine ich wahrscheinlich jetzt gleich. Und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifröstaugen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri, du elender Mistkerl. Ich habe einen Witz nicht verstanden. Öffne sie jetzt! Ah, ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist gut und lösen. Immer noch unangenehm. Unser Stichwort. Los, schnell! Ich komme! Preiswilgers Eier. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn. Hörner voran. Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß? Ich geb dann bleibenden Schaden, du Winzling. Der Blaue ist top synchronisiert, dem nehme ich jedes Wort ab. Bisher, bis auf den Atreus, aber ist ja logisch, weil er Ada ist glaube ich Synchro dasselbe wie im Vorgänger. Ja, macht da absolut Sinn. Ich finde das gut, dass die gleichen gekriegt haben. Los geht's. Alter, ich habe 10 Benachrichtigungen von Twitch, wie viele Kanäle mengen heute noch live gehen. Alle, die wo in meiner Liste habe, oder was? Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Okay, das... Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Was? Mystisches Tor. Yggdrasil-Weltensamen schalten den Zugang zu neuen mystischen Toren frei. Lassen Sie das Licht Yggdrasils auf Svartalfheim scheinen. Um in diese Welten zu gelangen, brauchst du einen Samen für sie. Aha. Okay. Ja, das ist jetzt im Endeffekt genau das gleiche wie halt im Vorgänger, da wo du halt einfach am Bifrost gestanden bist, wo du in die Welten kommst und da kommst du jetzt scheinbar über einen
zeichnet einen Baum in einem magischen Kreis mit einer Rune, der wo ein Samen ist, in die Weiten. Wie verstehe ich das jetzt? Weil der Bifrost, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, haben wir mir einen Bifrost nicht aufgehaxt? Den haben wir ja umgedreht, der ist jetzt verkehrt glaube ich, oder? Irgendwas war da. Das in der Mitte ist Midgard. Auwanger Feuchtgebiete. Die Auwanger Feuchtgebiete. Drücken Sie X, während Sie den Cursor über das mystische Tor der Feuchtgebiete... Das hört sich falsch an. Drücken Sie X, während Sie den Cursor über das mystische Tor der Feuchtgebiete bewegen, um nach Svartalfheim zu reisen. Es hört sich immer nur komisch an. Aber reisen wir halt einmal in die Feuchtgebiete, das kann schon nicht so verkehrt sein. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Niedervellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Dürlin. Ist er in der Taverne bekannt? Dürlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende. Wieder Udi. Aber viel Glück. Danke. Warte, was? Viel Glück. Tore zu Feuchtgebieten wo? Wow, spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Das schaut massiv aus. Oh, da ist ein Vogel. Ein Vogelspion weniger. Odins Augen gefallen. Hey Sabi, grüß dich. Na, ist gut bei dir? Odins Raben. Odin behält uns im Auge, seit wir unsere Reise vor einiger Zeit begonnen haben. Diese Raben zu töten und den Allvater dadurch quasi erblinden zu lassen, kann uns auf unserem Weg nur helfen. Die Frage ist es der erste, den wir jetzt treffen können, oder haben wir schon 18 übersehen? Alles bestens, sehr gut. Bei mir alles tippitoppi. Ich bin so begeistert von God of War. Wie ist das Game? Bis jetzt ein 11 von 10. Bisher keine Enttäuschungen. Ja, aber das hab ich gewissermaßen auch erwartet bei God of War. Okay, das ist jetzt... Oh, das ist noch mal so ein Rabensepp. Optio, danke, dass du der Sabi einen Sub giftest. Mrs. Purple Dragon, willkommen in der Bazi Gang. Viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön, Mr. Optio. Also das ist jetzt farblich einmal eine richtig schöne Abwechslung, nicht mehr in der Wintergegend, weil im Vorgänger waren wir ja auch viel im Schnee unterwegs, oder relativ viel im Schnee, dass wir jetzt einmal mehr so südländisch, sage ich jetzt einmal, ja, so einen südländischen Anstrich haben. Jetzt wenn jemand noch sagt, dass er Taucher kann, dann flippe ich aus. Ja. Vorsicht, Junge. Egal nicht. What the fuck? Noch ein Scheusal! Links! Sind das jetzt schon wieder für mistige Vier? Wieso sind die so schnell? Bei die Glorhand. Von rechts! Mister! Wie vorhanden das? Hinter dir, Vorsicht! Na, Aha. das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Wir können durch diese Kanäle, wenn du willst. Mein Katze. Aufwehr auf den Griller. Die kleinen Hand, die irgern. Oh ja. Die kleinen Hand, die irgern. Ich
kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du Auanger nie Feuchtgebiete, okay. Alter, wie gut schaut das aus, bitte? Das sind Ressourcen. Oder springen auf umeinander, das gefällt mir nicht. Wenn du Mutter nie nach früher gefragt hast, Rohleder? worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt, Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Und sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob wir mir da sicher haben. Aber das wird man schon herausfinden. Habt ihr das dort gesehen? Na, ehrlich gesagt nicht. Dieses Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. So heißt, wir müssen irgendwo eine Kurbel finden, wo man kurbeln kann. Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Schaut aber irgendwie gerade nicht so aus wie in den Sumpf. Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier. Jetzt, wo du es sagst. Der Weg geht wohl hinter dem Geysir weiter. Du musst ja nur den Lippen. Ja. Wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Ah, eingefroren. Gut Stichwort. Oder könnte Einfrieren funktionieren? Wenn du deine Axt benutzt? Hey, das hab ich doch gerade gemacht. Achso, ich muss mit der eins, okay. Na, du sollst das Ding hergeben. Ach, den Kron... Ich bin ja so ein Esel. Schöne Blume. Okay, da kommt man wahrscheinlich auf. Was ist jetzt, wenn ich den da einfriere? Da gibt es bestimmt auch irgendwo Loot zum Holen, oder? Oh. Oh! Da ist eine Rune. Da ist eine Rune, da unten ist eine. Ah, weil es so eine Runentruhe gibt, da schau her. Okay, da müssen wir mal schauen. Die ist im Arsch. Wo war die andere? Die war da hinten, oder? Wo komm ich da von dort hin? Easy. So, wo ist die dritte Rune? Bestimmt wieder irgendwo mistig versteckt. Oh, sterben. Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Redmars Armschutz. Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut kennst. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen. So, wo ist die dritte Rune? Komm nicht weiter, muss ich irgendwo da stehen. Ah. Eine Nonnentruhe ist es, ja, sehr gut. Ich tun Apfel, genug, dünn Äpfel gesammelt, maximale Gesundheit erhöht. Wie im Vorgänger. Okay. Ist das stabil genug zum Klettern? Ja, gute alte Zwergenhandwerkskunst. Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte.
Und wird man wahrscheinlich auch alles neu erfahren. Ei, ja, nice. Oh, das ist Atreus, scheiße. Achtung, hinter dir! Mama Gulasch. Ohnehin. Steinmauer. Schildfähigkeit. Halten Sie L1 gedrückt, um Standard- und schutzdurchdringende Angriffe gelber Ring zu absorbieren. Ja, ich verstecke mich einfach mal feige. Jetzt muss wieder mal einer angreifen. Achtung, hinter dir! Ziel erledigt! Sehr gut. Kurzer Überblick verloren, wo der gewesen ist. Bestienfetzen. Okay. Oder ist er... Ah, das ist Truhe um, 6 was. Ja, man muss sich gut umschauen. God of War übersieht man schnell Maps. Zwei geschmiedete Eisen. Nice. Wir werden wahrscheinlich da aufhören müssen. Tipp mir mal. Da unten geht's nicht weiter, okay. Und da haben wir Kämmer. Okay, alles klar. Gut, das Rad hier oben muss sich irgendwie drehen lassen. Achtung! Wie wär's mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Sowas kommt in Swat Alfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Okay. Oh, wieder wow. drüber. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Klar. Okay, whatever. Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Swat Alfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon. Aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire. Beachte den bereits erwähnten Duft. Wieder Diese Folgen Schoß. waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden, doch nun sind sie extremer. So, wie kommt man da auf, ist die Frage. Da gibt es eine Truhe. Ich hab's ganz genau gesehen, dass es da eine Truhe gibt. Oh, da hinten ist eine andere Stelle, meine ich. Zwei Anlegestellen tatsächlich. Ja. Achtung, rechte Seite!
Nice. Und da hinten schaut es auch aus, wie wenn man irgendwie mal eine kannt. Aber aktuell ist es noch versperrt. Na gut. Warte, da oben. Ach du schon her. Sehr gut. Rohleder, okay. Was Gutes gefunden? Ja, dank dir schon. Gut. Okay, da wieder Suppen kocht scheinbar. Oh, hi. Düster! Hinter dir! Hinten! Au! Hab dich! Die Geysire verschlossen? Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Wait a minute. Ja, okay, jetzt pass auf. Das machen wir jetzt noch schnell. Oh, he gone. Okay. Die Dinger sind überall. Okay, wie funktioniert das jetzt? Gut, einen Geysir haben wir eingefroren. Ist sonst noch irgendwo einer? Ja, da oben. Aber die Frage ist, wie kriege ich die beide eingefroren? Hey, ist der Geysir da oben stärker geworden? Ach, so meinst du? Ja, warte mal. Beim Einfrieren des Geysirs hat sich der Druck der anderen verändert. Vielleicht gibt es einen Aussichtspunkt, wo wir mehr sehen. Ja, das Rad dreht sich und das Tor senkt sich. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot.
Gut, es kommt aber auch nicht jeden Tag jemand daher, der wo eine Axt hat, wo er Wasser einfrieren kann. Muss man vielleicht auch dazu sagen. Wenn die Zwerge in dieser Welt so sind wie Brock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigen. Was sag aber der? Odin bot ihnen Sicherheit. So. Oben haben wir nicht einmal gespeichert. Okay, erst. Okay, ja, das. Und ihm zu trotzen, ist nicht ungefährlich. Ist gleich die D&D-Runde. Sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, Es ist überhaupt kein Stress. deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Stimmt. Krieg ist wirklich kein Witz. So, Freunde der Sonne. Da mir jetzt der Hunger allmählich, aber sicher ziemlich übermannt, machen wir für heute einen Cut. Okay? Wir haben einiges verdammt viel schon gesehen. Ja, also einiges verdammt viel, was ist wie viel deutscher Satz. Wir haben einiges für die ersten 3 Stunden schon gesehen. Morgen geht's weiter, habe ich gehört. Leider nicht. Ich hab, erstens, weil ich morgen Training habe auf die Nacht. Und zweitens, weil ich morgen Frau Bazi um halb 7 vom Bahnhof hin muss. Wann machen wir weiter mit God of War? Das ist eine gute Frage. Es ist jetzt so, pass auf, warte mal schnell. Los, wir das noch schnell laufen, weil es wurscht ist. Es ist jetzt so, am liebsten da jetzt natürlich God of War jeden Tag oder jedes Mal streamen, also jedes Mal spielen, wenn ich stream. Aber das Ding ist, wir müssen Spider-Man noch durchbringen. Unbedingt. Ich muss mit Spider-Man fertig werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt wird es daher so werden, dass der nächste Stream auf alle Fälle Sonntag sein wird. Ja? Wir werden Sonntagvormittag einen Stream haben. Da werden wir Spider-Man spielen. Und eventuell, das wäre eine Bazi-Premiere. Hat es so noch nicht gegeben. Eventuell, das kann ich aber wirklich noch nicht versprechen. Gibt es am Sonntag in der Früh und Sonntagabend einen Stream. Ja? Das weiß ich aber noch nicht. Okay? Wir machen auf alle Fälle Sonntag einen Stream, da muss aber leider das Spidey herhalten, weil wie gesagt, wir müssen den Wumms durchbringen und ich möchte Spider-Man durchbringen, bevor der 18. kommt. Und so hätten wir jetzt keine Ahnung, so hätten wir jetzt am Sonntag in der Früh noch eine Stunde mit Spider-Man fertig sein, dann gehen wir natürlich nahtlos in God of War über. Das ist ja wohl sowieso klar. Und jetzt, wenn wir am Sonntag wirklich 2 Streams machen würden, dann spielen wir am Vormittag Spider-Man und abends God of War. War das ein Deal? Ist die Frage. Einiges hast du gemeint, aber als Streamer ist man an Superlativ verpflichtet, also sehr, sehr verdammt viel. Sehr, sehr verdammt viel, ja. Aber wie gesagt, ob ich einen Doppelstream am Sonntag mache, das weiß ich noch nicht. Ja, wie gesagt, das ist jetzt einmal vorausgestellt. Also in Ding, nicht, also es wackelt, ne? Müssen wir schauen. Ansonsten soll ja die Sonntag oder die Woche nicht mehr God of War spielen, geht es natürlich Montag weiter mit God of War. Oder geht es Montag weiter mit God of War? Ja, weil da habe ich Nachtschicht. Fuck, ich kann Sonntag auf Nacht nicht einmal lange einen Stream machen, weil ich auch Nachtschicht habe. Damn. Gut, aber von 6 bis 8 kann ich aber streamen. Ja gut, das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon irgendwie, also das regelt man schon. Sonntag, Restfeld Bazi schauen, bin dabei. Ja, schauen wir mal. Also Vormittag auf alle Fälle, ich komme im Laufe des Tages online, vielleicht macht man, es kann auch sein, dass wir einen fetten Stream machen, ich weiß es noch nicht, dass wir in der Früh anfangen und durchziehen bis um 4, 5 Uhr Nachmittag, das weiß ich nicht. Ja, müssen wir schauen. Aber wir finden eine Lösung. Blöde Geschichtler dabei, ja, das hilft leider nicht. Es hilft leider nicht, das muss sein. Ich wollte jetzt nur irgendwas sagen. Genau, der Vorteil ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt 3, 4 Tage nicht God of War spiele, on-stream, ich werde mir es nur on-stream spielen, ich werde privat God of War nicht weiterzocken. Der Vorteil ist halt für diejenigen, die was selber spielen, die werden mich dann vom Stand her natürlich überholen. Das heißt, die werden dann auch nicht mehr gespoilert, das heißt, die können dann auch zuschauen, wenn es mengen. Ja? Wie der Herbert jetzt zum Beispiel, der spielt es glaube ich ab morgen oder ab übermorgen, ich weiß es nicht, der wird mich bis dahin mit Sicherheit überholen. Ja? Aber ich sage rechtzeitig in Discord Bescheid, wenn ich weiß, was wir machen. Auf alle Fälle, Sonntag komme ich live, wir fahren mit Spider-Man an und ob und wie und was wir dann noch tun und wie wir es machen,
Das sage ich noch. Ausrufezeichen Discord an der Stelle, wer noch nicht drauf ist. Bitte, Dankeschön. Hab vorher übrigens gesehen, dass unser Mr. Wadenbeißer sich den Discord logischerweise angeschlossen hat, aufgrund der verlorenen Wette, die er da gedroppt hat. Ja, danke dafür an der Stelle schon mal. So. Jetzt passt so wacht. Ich sage schon, der Chef ist auch live. Ich glaube, dass wenn ich jetzt schaue, an meiner Twitch-Listen, wer live ist, da kriege ich einen Schlaganfall, weil ich gefühlt, vorher habe ich 10 oder 11 Benachrichtigungen von Twitch gekriegt. Dann kann der Herbert wenigstens auch zuschauen, bei dir hat er auch seine Vorteile. Ja, genau das. Genau das. Name F für den Wade, der wo die Wette gewagt hat und halt leider verloren hat, in seiner Sicht leider verloren hat. So, jetzt passt's auf, wer ist denn jetzt eigentlich alles live? Ich muss jetzt da mal schauen. Ich habe überhaupt keinen Plan nicht. Ach du Scheiße. Jugendlicher Leichtsinn, ja, so ungefähr. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin, Freunde der Sonne? Bei mir streamen Simlight God of War. Bei mir 2. Denn der eine ist sowieso raus, weil der hat 2328 Viewer. Der ist raus. Das andere war Brini. Tatsächlich. Aber das ist jetzt eine Frage, wo gehen wir denn hin? Nein, 3 Leute streamen God of War, Entschuldigung. Der Hetzer war live, der spielt irgendeinen Retro-Titel, aber ich weiß nicht was. Jackie haben wir erst geradet, Basti haben wir erst geradet. Gute Frage. Wo gehen wir denn hin? So, gehen wir Basti da auch God of War spielen. Wer sagt das? Ich nehme God of War, ich darf aber auch God of War nehmen, wenn es war. Ich muss mich schleichen, danke dir, war super schön. Wifi, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, du weißt das eh, wie es ist. Ich weiß auch, wie es ist. Ein Repi. Bis später, morgen oder irgendwie so. Ja, genau, bis später, morgen oder irgendwie so, genau. Vielen Dank, Wifi. Ja, wo gehen wir jetzt hin? Wisst ihr was, wir raten heute einmal einen Hetzer wieder. Einen Hetzer haben wir schon lange nicht mehr geratet. Okay? Das ist ein Deal. Der spielt irgendeinen Retro-Titel. Aber einen Hetzer, den haben wir schon eine Zeit lang nicht mehr geratet. Das darf sich heute anbieten, wenn er schon live ist. Ja, nehmen wir einen Hetzer. Das wird schon passen dann. Passt so wacht. So. Da mal stummen. Wie spielt denn der überhaupt? Okay, spielt irgendeinen Shooter? Future Perfect. Time Splitters Future Perfect, keine Ahnung. I don't fucking know. Okay. Freunde. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihnen macht God of War Spaß. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es Ihnen Spaß macht. Wenn es Ihnen nicht Spaß macht, wenn es Ihnen nicht Spaß macht, wird's komisch, weil irgendwie oder jeder Bock auf God of War. Ich bin bisher sehr positiv davon überrascht. Ich hab schon damit gerechnet, dass es nicht schlecht sein kann. Ja. Aber wie gesagt, bei God of War war bisher nie irgendwie, dass ich sage, okay, das ist schlecht oder sonst irgendetwas. Das ist einfach ein Genre, das passt einfach seit Beginn, seit es gibt im Endeffekt. Und mir war schon klar, dass das nicht schlecht anschneiden wird. Ja. Was halt für mich das Highlight heute war, die ersten 3 Stunden, das war der Kampf gegen Thor. Hätte ich nicht gedacht, dass wir den schon bekämpfen. Ja, der finale Kampf wird halt wahrscheinlich noch kommen, denke ich jetzt einmal. Dass man Odin schon kennenlernen, hätte ich auch nicht gedacht. Also es war tatsächlich für die ersten 3 Stunden, für die ersten 3 Viertelstunden fast, war schon einiges los. God of War ist ein Marcel Hirscher im Gaming. Ich bin zu viel Fanboy, da kann ich nichts schlecht sagen. Ja, man kann es schon objektiv betrachten. Wie soll ich sagen, das, was ich ein wenig komisch finde, aber das ist jetzt auch nicht wirklich ein Kritikpunkt, das ist das mit der Weltenreiserei, dass das jetzt über die Zwischenwelt funktioniert, an der Holztier im Endeffekt, dass das nicht mehr am Bifrost ist, das ist ein wenig komisch.
Aber das ist jetzt auch nicht, dass ich sage, deswegen versaut man das jetzt das Spiel. Mal irgendwie, du musst ja irgendwie auf einen grünen Zweig kommen, das wird dann bestimmt noch mal irgendwie besser aufgeschlüsselt oder sonst was. Ich meine, hallo, wir haben jetzt 3 Stunden im Spiel, wir haben im zweiten Kapitel, nach 2,5 Stunden war das erste Kapitel gewesen. Ich meine, da wird noch viel passieren. Glaube ich jetzt einmal. Aber gut, so, Leins. Ihr haut jetzt rein, genauso wie mir jetzt reinhaue. Ich brauche jetzt unbedingt was zum Essen, weil sonst fahre ich irgendwo straight vom Stuhl. Das ist auch nichts, weil dann war es wieder mit den God of War Streams. Das wollen wir ja nicht. Merci fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ich hab Bock, ich offensichtlich auch. Wir gehen jetzt zum Headset, der spielt Timesplitters. Hat mir Frau Fichterli gerade in den Check geschrieben. Bisschen Liebe da lassen während Fichterli. Wer einen Hetzer noch nicht kennt, das ist der Freund von der Fichterli. Ja, bisschen Däumchen drücken, wenn es ist. Ja, Support ist kein Mord, ihr kennt die ganze Geschichte. Gerne noch auf den Discord-Server kommen, wer es noch nicht ist. Da ist auch irgendwo der Link im Chat. Wir sollten irgendwo umeinander fliegen. Ansonsten sehen wir uns Sonntag. Einen schönen Abend euch, eine schöne Restwoche. Ja, sonst habe ich alles gesagt. Merci Leute, pfiat euch, bis Sonntag, haut euch rein und ja, macht es gut. Und gesund bleiben. Und geschubst. GSC Hubst.